War nicht so schlimm, dass das Mikrofon aus war. Ihr sollt einen Soundtrack machen. War nicht so schlimm, dass das Mikrofon aus war. Ihr sollt einen Soundtrack. Schnauze halten, Kruzifix nochmal. Dann holt sie mit 2 Minuten ein dummes Maul, Kruzifix. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Ah. Wie lange haben wir auf diesen scheiß DLC gewartet, meine Damen und Herren? So, jetzt dürft's. Habe! Immer Birger, Micker, 20 Uhr! Fucking KCD 2 DLC! Fühlt sich an, als hätten es 16 Jahre gewesen! Waren bloß 8 Monate, oder? Ja, ziemlich genau 8 Monate. Kruzifix. So, jetzt, Timmy Boy! Grüß dich wieder daheim. Schnauze halten. Merci dir. Stoshi, mehr als 23 Monate. Hallo zurück. So, grüß dich in den Sauerfan, da mir nichts passiert. Habe die Ehre an den Bernie, an den Krixi, an den Steffi, die Steffi, Entschuldigung, an die Marie, Annemarie. Nein, nicht an die Annemarie, an die Marie Sophie. An die Steffi, an den Cyberfox, an die Skulls. Ich mag nicht lesen jetzt. Ich mag einfach nicht lesen, jetzt legt's mir am Arsch. Wie geht's euch? Heute wieder gemütlicher. Heute hat nämlich, für mich zumindest, das Game of the Year. Ich weiß, da hat Expedition 33 und... Hat da noch jemand was zum Mitschmerzen außer Expedition 33? Für den Anwärter auf Game of the Year? Weiß nicht, ob's bei Ark für Game of the Year gelangt? Glaube ich nicht, aber Multiplayer auf alle Fälle. Wenn nicht, dann... Was da noch? Alter, nein! Mir ist für 13 Monate. Steffi! Schnauze halten, nimm's einfach. Schnauze halten. Nimm's einfach Smiley mit Freudentränen. Was soll jetzt das? Das muss der Speckmeister sagt. Steffi! Dankeschön! Kruzifix! Speckmeister! Habe ich dir benannt, habe ich dir zurück. Der Wieser mit 43 Monaten. Der muss einmal danke für deine Belustigung sagen. Ist immer wieder geil. Oh, mein Schatz, genießen deinen Stream. Vielen Dank dafür. Oh, Birger und Chill. Sag's nur, wie es ist. Sag's nur, wie es ist. Oh, Kronos! Merci, Mr. Wiese. Kronos, für Game of the Year gelang's nicht, glaube ich. Es war ausgezeichnet. Also, es hätte eine Nominierung hätte es durchaus verdient. Aber für Game of the Year, muss ich sagen, hat KCD 2 für mich die Messlatte so hochgelegt, dass ich mir sage, Alter, what? Herr Franz! Lauter Vollbierskoten-Logos. Den nimm ich! Chef! Tool nochmal angehört, bin verwirrt, aber auch faszinierend und hab mal Bob Lazar Doku geschaut. Oh, jetzt wird's interessant. Die Bob Lazar Doku ist ähnlich wie Tool. Der Birger gritscht von mir einmal an 5 als Dankeschön. Gästfrau mit Kindwerl-Ossenhot und wenigstens für etwas Ablenkung sorgst. Merche dir. Dir sage ich das gleiche wie alle anderen. Andere in Mams haben auch schöne Töchter. Das ist natürlich bitter. Klar, aber andere Mams haben einfach auch schöne Töchter. Meister, merci wieder ein Zwill. Möge er beginnen. So beginnet nun. Löwensepp, merci dir. Habe der Birger endlich wieder KCD 2, Rittersquad, Gustl Dunkel, merci dir. Kali, so nochmal. Tool, nochmal ein paar Mal anhören. Aus Faszinieren wird nämlich dann irgendwann eine absolute Begeisterung. Ich gebe dir noch einen Tipp. Das suchst du jetzt auf YouTube. Ich weiß nicht, wie es da hochgehört hast. Hast du es auf Spotify hochgehört, also so wie das Album tatsächlich ist? Oder wie es eigentlich kehrt. Ja, das Let Rollers Album kehrt in einer bestimmten Reihenfolge hochgehört. Und das gibt's auf YouTube. Da suchst du mal, suchen wir irgendwie danach, Tool, Let Rollers, wie es eigentlich umgekehrt werden soll und so weiter. Oder die Original Ment Reihenfolge, was auch immer. Herr Lindner!
Ich war gerade unterm Schmatzen. Kruzifix. Lindner. Sepp! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, da, der Lindner. Wenn du der Lindner bist aus unserer Umgebung, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Bei euch regnet das Geld, habe ich gehört. Flo, merci dir. Wi-Fi, merci für 75 Monate. Abenteuer zu ihrem Gunsten fallen. Audentes Fortuna EU-Wattbürger. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was das heißt. Ich weiß schon wieder. Möge ihr Abenteuer zu ihren Gunsten fallen. Das hat es nicht geheißen, ich weiß nicht mehr, was geheißen hat, aber das findet mir wieder aus. Alex, merci wieder in 6. Servus zurück. Mein Maika, Schluss! Raute L-I-E-Taste. Halt die Schnauze, du Trottel. Gott, jetzt hat er endlich herausgefunden, wie man das lang zieht. Nein! 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 Mein Maika, merci dir. Alex, merci. Sapsi, merci. Philipp der Vlogger, merci für 28 Monate. Wife, merci. Tobi, merci für den Zwiegel. Ist mir an der Ton noch nicht angezeigt worden. Weiß ich nicht. Wo denn? Warte mal. Ich scrolle. Ich seh keine! Warte, was da los ist. Nix angekommen. Was ist denn da wieder los? Max! Ebenfalls, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich der Max! Wenn er mitmacht, dann kriegt man 2 Schwert per Meisterhieb ins Fressbrett gelurkt. Merci dir. Bin ich merci für 15 Monate. Servus, 15 Monate Mitglied, aber bin so passiv im Chat, weil ich nebenbei habe es davon. Wie habe es davon? Oder Landi-Squad schon wieder. Gibt's echt noch einen Landi-Squad? Spät ist noch jemand? Nein. Bürger, halt's mal, nicht wieder Landi-Leute verärgern. Das der wir nicht. Meister, merci für den Hörer. Heute wirst du brennen, wenn du die ganze Zeit im Kloster bist. Ja, ich brenne jetzt schon. Das ist keine Fransen, das sind Flammen aus der Hölle. Klause! Kurzer Einwand. Andere Milfs haben auch schöne Gilfs. Kurzer Einwand. Andere Milfs haben auch schöne Gilfs. Ja, okay, das kann man so stehen lassen. lassen. Helle Hautfarbe. Klaus, merci dir. Ja, den kann man so stehen lassen, stimmt. Stimmt. Je nach Bedarf. Ja, Mams, Dichter, Milfs, Gilfs. Wie es dir taugt. Und dann die Gilfs haben auch schöne Mams. Was? Jetzt wird's langsam. Wird die die Geburtsjahr-Messlatte wird immer niedriger. Holy shit. Mike! Durch diesen heiligen Resub möge deine Seele gereinigt werden. Oder was du Bier? Mike, merci dir. Hashtag nach Schau-Squad Fridolin! wieder. Wie kommt bald wieder? Schnuckerle! Fridolin, ich wünsche dir auch viel Spaß. Aber wir machen mal jetzt sagen, ich hab so Bock, das tut jetzt so gut zum Wissen. Hoffentlich ist der DLC ein paar Stunden lang. Bitte nicht bloß eine Stunde oder 2 oder irgendein Mist. Das war super. Übrigens, ja, das ganz große Dankeschön geht kurz bevor wir anfangen zum Spielen. Bella! Im Bett, Augustina in der Hand. Nice! Bürger auf 85. Oh! Oh, hat er investiert. Hat er investiert in eine Kinoleinwand. Pelo, merci dir. Lass dir der halbe schmecken. Cyberfox, merci für 42 Monate. Amen, Bruder, jetzt auf in die Schlacht. Ich weiß nicht, ob es da zum Schlachten wird. 10 bis 15 Stunden. Nice! Geil! Ich bin dabei. Ich hab Bock. So schaut's aus. Flo, merci für den Zwiegel. Nein, bin ich nicht, aber komm auch aus der Naht von deinem Guy. Das war kein... Ja, du weißt schon, wie ich es gemeint habe. Flo, merci dir und merci für deine Mitgliedschaft nochmal. Protektorius, habe die Ehre. Die Lisa ist jetzt wieder da bei mir. Danke für deine Belustigung. Ja, du weißt es. Ich weiß nichts von einer Lisa, aber schon wieder Bierger und Chill. Ja, ich seh schon. Hey, Protektorius, merci dir. Timmy Boy, wie viel Deepfight? Ich biete 4. Nein, wir stellen mal kein einziges Mal. Hallo? Hier, Meisterhieb to your face, bitch. So, jetzt machen wir den Bums mal zu. Starten wir mal das Spiel. Hätte ich gesagt gehabt. Einen ganz gemütlichen. Es tut so gut nach dem Scheißdrecks-Horror-Oktober, dass wir jetzt ein Spiel haben. Das ist einfach pure Story, pure Atmosphäre. Und ich hoffe so sehr, dass es gut ist. Der Suna schreibt, wo auch noch? Auch noch kommt erst morgen raus. Wer so geistig behindert ist und bestellt wieder vor für 30 Euro mehr, dem kann ich nicht helfen. Was kostet es überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeschaut. Ich habe bloß mal kurz nachgeschaut, ob es im Ubisoft Todes-Game Pass drin ist. Ja, im Ultimate. 27 Euro kostet. Bin ich überlegen. So, Freunde der Sonne, vielen Dank. Kuss auf die Nuss. Wir spielen jetzt ein DLC von einem der besten Spiele, die wir jemals gespielt haben. Ja, da haben wir, glaube ich, 15 Streams eingeschissen, das haben wir noch nie gemacht. Und da sind teilweise Streams dabei, die 4 Stunden dauern und länger, damit wir das Ding überhaupt fertig kriegen, aber das war es wert und zwar volle Kanone. Kali! Boblazar, Meinung?
In kurz, ich glaub dem Kerl. Ich sag's, was ist, ich glaube dem Typen, was er verzeiht. Und je öfter, dass du das da anschaust, desto mehr wirst du es ihm glauben. Das ist genauso. Das ist die eine Dokumentation von Bob Lazar, vom, wie heißt der Typ, der da irgendwie dabei ist, der ist ein bisschen seltsam. Da gibt es einen Haufen Interviews, die waren auch beim Joe Rogan, das empfehle ich auch. Da erzählt er im Prinzip nochmal das Gleiche, aber ein bisschen realer. Jimmy irgendwas, glaube ich, heißt der. Gute Dokumentation, gefällt mir gut. So, aber jetzt halt Schluss. Was ist da? Wie Sie sehen können, sehen Sie nichts. Warum nicht? Habe ich doch schon extra eingestellt. Kruzifix nochmal. Kruzifix. Monkey Blue! Bürger immer geil, schau dich gern. Geilster Oktober. Monkey Blue, merci dir. Ich hoffe, du bist da abwesend, außerhalb des Oktobers anwesend. So bitte sagen. So, großes Dankeschön. Ich hoffe, er ist da. Der Bomber hat mir den DLC geschenkt. Aus dem Nichts. Ich habe keine Ahnung. Auf einmal E-Mail, da brauchst du. Habe ich gesagt, annehmen habe ich gedrückt. Annehmen habe ich gedrückt. Herr Bommer, falls du da bist, Kuss auf die Nuss, herzlichen Dank dafür. Der YBO schreibt noch was, Kingdom Come Deliverance 2, Game of the Year Awards 2025, Nix Game Awards 2025, Best Storytelling, Joystick Awards 2025, Game of the Year. Was hat denn da noch was zum Mitschmerzen? Das mag ich jetzt noch, bevor wir anfangen, mag ich noch schnell drüber schmerzen. Was hätte dieses Jahr noch was mit zum Schmerzen bei Game of the Year? Expedition 33, das ist was, da kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Ich bin nicht einmal ins Tutorial rausgekommen und habe mir gedacht, was? Brrr. Und bin wieder gegangen und habe mir gedacht, ich kotze. Viele sagen das anders, ja, kann ich verstehen, für mich haben diese Art von Spielen nichts. Der Nitro King Elden Ring ist so dermaßen 2020, dass bloß so schäbert. Oder wann ist Elden Ring gekommen? 2022, glaube ich, oder 2021, ich weiß nicht mehr. Silent Hill F hat sich auch abgeräumt, das verstehe ich davor nicht, das ist für mich die Enttäuschung des Jahres, sage ich ganz ehrlich. Also das Kampfsystem, du kriegst Kotzen. Split Fiction, Stalker 2, ja. The Alters, ja. Indiana Jones, nein, das war letztes Jahr. Ja, jetzt seht das noch zu letztes Jahr. Das ist letztes Jahr im Dezember rausgekommen, gell? Hätte es auf alle Fälle verdient. Es war auch so eine Überraschung, sage ich ganz ehrlich. Indiana Jones war grandios, zumindest das Hauptspiel. Der DLC war so, ne. Meister, Valve Index Nachfolger schon gesehen. Schauen wir uns nach dem Stream, nach dem Gameplay. Hey, Leute, jetzt, Alter, was ist denn mit dir? Ihre Chef, schöne Grüße aus Österreich. Ja, woher sonst? Und bevor du fragst, es hat Weihnachtsgeld gegeben. Wann denn? Im November? Was stimmt denn bei euch da hinten eigentlich nicht? Was? Weil, wenn wir mir Weihnachtsgeld kriegen, dann kriegen wir mir das am Schluss vom Dezember. Und dann nicht so viel, dass ich irgendwelche Leute einen Hunderter hinwirf und sagt, dann nimm. Maxi! Gruzinalfeier! Merci dir! Spitzt du! Merci! Kann ich mir auch noch durchkaufen. Schau her. Weihnachtsgeld ist immer im November. Da weiß ich nicht, wo sie so arbeitet. Bei mir ist es nicht im November. Kruzifix nochmal. So. Meine Damen und Herren, bitte lehnen Sie sich zurück. Wir spielen jetzt ein DLC. Inhalte zum Herunterladen. Mysteria Ecclesiae. Ich hoffe, ich sprich's richtig aus. Wo ist denn Claire? Ich brauche Claire. Wir brauchen eine geschichtsträchtige Dame, die sich auskennt, die Ahnung hat. Und nicht ein Schwurbelscheiß da. Tobi! Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, habe ich die Ehre, Tobi, wenn ihr mitmacht. Kackfrisur. Fortfahren. Fangen wir an. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Bitte, lieber Herrgott des Spieledaseins, lass die Story und alles drum und dran bitte nur ansatzweise von dem DLC an die Hauptstory ohne Kratzen. Das war so wundervoll. So. Feels good to be back. Da sind wir. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe mir natürlich heute Nachmittag schon einmal eingeloggt und nochmal geschaut, was ist da was los. Habe ich mir erst einmal wieder was angezogen, damit nichts passiert. Da, schauen Sie an. Stabil. Möchtest mehr im Leben drin. Wunderschön. Wir haben ein bisschen umeinander gelevelt. Wir haben ein Level 24. Ich hoffe, das langt für den DLC. Die anderen DLCs habe ich nicht gespielt, weil ich die eher, um ehrlich zu sein, ein bisschen schwach finde. Ein bisschen. Zumindest das, was ich gelesen habe und das bisschen, was ich gesehen habe. Deswegen habe ich immer auf diesen DLC da gewartet. Das hat immer geheißen, es gibt ein Story-DLC. Was habe ich da gesehen? Was war da? Auffälligkeit, 96. Ja gut, meine Rüstung, du kriegst da, als da Flashbang ins Gesicht werfen. Oh, ich bin ein bisschen besoffen schon.
Was es ist. So, wo müssen wir hin? Map! Das ist neu. War das im Hauptspiel auch schon so, dass da Städte so detailliert angezeigt werden? Devil's Den. Das schaut doch gut aus, jetzt gehen wir erst einmal raus und dann schauen wir, so schaut's aus. So, gehen wir uns da noch aus? Ich glaube schon. Muss ja wieder in die Steuerung reinkommen. So, hier, mach die Bude auf jetzt da. Nein, halt, falsche Tür. Wer ist da? Wer bist du? Schankmaid. Reden. Alt. Handeln. Nein, wir müssen jetzt nicht handeln. Müssen wir straight rein in den DLC. Was tust jetzt du da? Geh auf die Seiten. Geh halt auf die Seiten dann, hä? Wirst du dich wie besprochen um alles kümmern? Schau ich aus, als würde ich mich um alles kümmern. Ich werde schon sagen. So, da sind wir. Wo ist unser Gaul? Da ist unser Gaul. Sehr schön. Ist das, nein, das ist die Schnecke, das ist gar nicht unser Gaul. Wo ist denn unser Gaul? Wie tut man den gleich wieder? Ah ja, schön, Muscle Memory kickt auf X. Wo ist fertig? Wo zur Hölle warst denn du? Ha, Köter, bester Mann am Platz. Hier, Achtung, lobet den Hund. Braver Junge. Ja. Braver Junge. Braver Junge. So, ich tue jetzt mein Mikrofon noch mal ein bisschen weg, dann könnt ihr es ein bisschen aufdrehen, was das ist. Alter, und wieder fällt auf, wie gut die Grafik ist. Das ist das Erste, was man denkt, du schaust in den Wald rein und in keinem anderen Spiel habe ich einen Wald gesehen, der so ausschaut. Und wenn du da durch den Wald durchgehst, schaut jeder verschissene Quadratmeter unterschiedlich aus. Das ist, ja, keine Ahnung, also wenn die kann ich auch nicht einen Award nach dem anderen abgrasen, dann weiß ich es auch nicht. Dann ist es eine Frechheit, ist das doch dann. So, wo wir hin müssen. Wir müssen da oben. Mysteria Ecclesiae. Kann man da hinreisen? Kontrollpunkt hinzufügen. Nein, dann darf ich sagen, ich darf in Sigismund-Lager erst einmal hinreisen und dann reitet man da, dann rumpelt man da oben. So, hier, möchtest du Sigismund-Lager schnell reisen? Ja. Los geht's! Was ist da los? Auf der Straße ist ein Mann, der unruhig wirkt und sich ständig umschaut. Als er dich sieht, lächelt er erleichtert. Fast so, als hätte er auf dich gewartet. Ja. Schauen wir uns an! Hilft ja nicht. Schauen wir mal, was es ist. Wurde auch Zeit. Schön, dass du da bist. Ich dachte schon, jetzt bist du fällig. Oh Gott im Himmel, wir gehen das. Bitte kein Topf, wir müssen mal sechs. Was ist mit dir, Hautze? Ich weiß ja, dass wir auf der anderen Seite... Ach, du Vollnoob! Dass du Schein haben kannst du. Ha! Was willst du denn? Da! Nichts da. Komm her! Komm, Hautze! Ah, gleich ist auch abstehen. Und tschüss mit dir! Haben wir schon wieder drin, ha? Haben wir schon wieder drin? Lass du mal einen Keller in Röber, weil's die hat, du Huren! Da, den kannst du haben! Vergiss es! Vergiss es! Du Vollidiot! Könnt ihr besser Mann! Vorher bist du als Gusseisen, oder was ist denn mit dir? Jetzt, total kalt. Erst einmal looten. Und du hat du was. Ja, den nehmen wir mit. Groschen nehmen wir mit. Einen Unglückswürfel nehmen wir auch mit. Deine blutige Rüstung, die kannst du behalten. Schau dich an, du Zipfelklatscher, du Kreisiger. So, hier, Fackel. Brot. Das nehmen wir mit. Groschen. Easy. Verband. Nehmen wir auch mit. So, passt schon. Wo ist mein Fertig? Fertig? Da muss ich da überhaupt aufsteigen oder reitet man mir automatisch? Das weiß ich nicht mehr. Lacht mich irgendein Mo. Ja, genau, dein Mann hat mich angelacht. So, hoppala, nein, wo müssen wir? Da müssen wir. Schnellreise, los geht's. Bis spätestens 4 Uhr Nachmittag. Wenn wir da an, ist 5 Uhr. Oh! Oh ja, aber. Erste Kampf und er hat es nie verlernt. Das ist, hallo, absolutes Pro-Gaming. Das verstehe ich gar nicht. So, wir ist Reiten gleich wieder gegangen. Los. Ah ja, Shift gibt mir ihm die Sporen. Gib ihm. So, wir reiten querfeld ein. Da dürfen wir gar nicht lange umeinander. Vogel! Wo ist denn das? Wo gibt der Stecker her? Das ist mein Bogen, lol. Du musst W nicht gedrückt halten, während du mit der höchsten Geschwindigkeit... Stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Reiter. Oh, ja, was schnell reiten tut er auch nicht. Reiten 20 und Spezialisierungspunkt. Das war leicht. Hier, wo? Skillpunkt. Skillpunkt, wo? Sekundär? Nö. Ist das jetzt, was waren das gleich wieder jetzt? Warte mal, Fähigkeiten? Oh, Haufen Skillpunkte, da habe ich gar nicht eingeschaut. Hier, Kombos, Buffs, Ruf, Statistik, Gefährten.
Ah, bestigste Gefähr. Wir könnten mal einen Harnisch brauchen für unser Pferdl. Das ist einmal... Was haben wir da? Trinkfestigkeit. Das hört sich doch gut an. Was kann das? Gönn dir ein paar Absacker und dann ab ins Bett. Am nächsten Tag wird fast niemand merken, dass du dir am Vorabend die Hucke zugesoffen hast. Ich liebe dieses Spiel. Das ist schon fast eine Kunst. Wenn du sonst nach dem Schlafen einen Kater bekommen würdest, passiert dir das jetzt nicht mehr. Und wenn du betrunken bist, sind alle Betten 10% bequemer, sodass du schläfst wie ein König. Bierselig, das hört sich doch vernünftig an. Erstaunlicherweise bewegst du dich in Innenräumen 20% leiser, wenn du betrunken bist. Das ist schon wieder so gut. Je betrunkener du bist, desto höher ist die Chance, dass du deine Marke nach einem Einsatz nicht verlierst. Ja, keine Ahnung, das ist ein Absacker eine. So wichtig kann die auch nicht. So viel saufe ich nicht. So viel saufe ich nicht. So, nehmen wir den. Nehmen wir, passt. Was haben wir da? Reiten. Reiten ist schon wichtig. Was haben wir da? Gewaltige. Deine Gegner haben jetzt noch mehr Angst, wenn du dein Pferd dazu bringst, sich aufzubäumen. Wenn du abseits der Straße reitest, verbraucht dein Pferd seine Ausdauer 10% langsamer. Komm mal bra. Straßenstürme. Dein Pferd verbraucht auf Straßen 15% weniger Ausdauer. Ins Getümmel. Voll aufgeladene Angriffe, die du aus dem Sattel heraus hast, für 10% stärker. Schlachtross. Jeder Gegner, den du aus dem Sattel heraus tötest, verbessert die Moral deines Pferdes, sodass es in der Schlacht nicht so schnell Angst bekommt. Vorsprung, wenn du einen Schnellstart nutzt, rennt das Pferd sogar noch schneller los als zuvor und verliert keine Ausdauer. Dieser Effekt dauert 10 Sekunden an, kann nur einmal alle 2 Minuten angewendet werden. Das ist jetzt gut. Das Böse schläft nie. Wenn du dein Pferd antreibst, stellt sich mehr von seiner Ausdauer wieder her als zuvor. Alle anderen Effekte bleiben gleich. Das hört sich vernünftig an, das nehmen wir. Das passt ja schon. Und was haben wir da noch? Heimlichkeit. Oh, das ist wie eine natürliche Tarnung. Je dreckiger du bist, desto schwerer fällt es Leuten, dich zu entdecken. Das ist schlecht. Schlecht, weil wir haben ja nicht dreckig. Wir waschen uns alle 2 Meter. Die Menschen vergessen deine Verbrechen schneller. Außerdem sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Wachen dich durchsuchen wollen. Das hört sich gut an. Wenn du keine sehr schwere Rüstung trägst, kannst du Angriffe antäuschen und deine Gegner verunsichern. Dies erhöht deine Fertigkeit Kampf um 3. Überraschungsanger, wenn du jemanden mit einer Fernwaffe triffst, der nichts von deiner Anwesenheit mitbekommen hat, erleidet das Ziel einen Debuff auf Kampffertigkeiten, wodurch es leichter zu besiegen ist. Vielleicht gerät dein Ziel sogar in Panik und flieht. Oh, das ist jetzt sehr gut. Wie ein Schatten. Wenn du für ein Verbrechen gesucht wirst, erhältst du einen Bonus von +5 auf Heimlichkeit und +3 auf Agilität und Vitalität, damit du leichter entkommen kannst. Das ist arschstark. Wenn du dein Ziel triffst, das dich nicht bemerkt hat, verursachst du 20% mehr Schaden. Ich glaube, das mit wie ein Schatten ist gut. Oder... die Leute vergessen schneller, dass ich dann kann ich die Sachen schneller verkaufen. Die Hehlerware schneller an den Mann bringen. Das hört sich doch ultra vernünftig an. Hier, sekundär, schauen wir auch gut aus. So, wir schauen wir gut aus. So, hier jetzt. So, oben auf die Straße. Was ist mit dir? Was passiert, wenn ich dem einfach mal einen Pfeil ins Kreuz schieße? Was ist denn dann? Was ist denn jetzt? Oh. Er ist wieder weg. Passt, nichts passiert. Tu den Bong wieder weg. Tu den Bong wieder weg! Wir stecken meine Waffen weg! Das ist weg! Überfackelt. Hoppala! Falsche Richtung auch noch. Jetzt warte mal. Moment mal. Hey! Da ist unser... Auf dem Weg bleiben, absteigen, verlangsamen, beschleunigen. So mit Pferde. Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Wie steigt man überhaupt ab? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Ding wird mit rollen. So, andere Richtung. So, wie steckt man seine Waffen gleich wieder weg? Achso, einfach nur mehr auf uns. Okay. Bin schon Start! In die Richtung! Muss kommen! Die gute alte Knack-Akupunktur. Es hat 10% mehr Speed. Auf dem Weg bleiben. Reitet dort. Da hättest du mich dran. Ja, so gescheit ist die Wegfindung nicht. Das war nicht die! Das war automatisch der Weg! So, auf dem Weg bleiben und Gas. Los! Was ist da passiert? Was ist da wieder passiert? Interessiert uns nicht, wir müssen ins Kloster kosten. Also, der DLC, meines Wissens nach, gibt ein komplett neues Gebiet. Und mit ganz viel Kloster und lauter so ein Scheiß. Und ich hoffe, dass wir da auch den guten alten Goodwin wiedersehen. Was ist da los? Muss ich da schon Leute schlachten oder was? Oh!
Warte mal, tu mir doch noch mit dem Bogen aus. Wir gehen das mit dem Bogen gleich wieder ein. Schau mal. Was ist denn da los? Was ist da los? Hocken da irgendwelche Baraber in der Ding, oder was? Da, seh, Leute, schaut's mir da her. Oh, ich seh überhaupt nichts. Ich hab den Popo eingeschossen. Jetzt bist du dran. Ich seh überhaupt nicht, wo der Pfeil überhaupt hingeht. Schnell, kommt alle mit. Ich weiß ja nicht, was... Lasst ihr ja meinen Hund in Ruhe. Tu mich obersteigen da. Ich schlag euch einfach, Kim. Oh ja. Yeah. Versuch's. Oh shit. Ich habe... Hat's die schon. Willst du wohl aufs Maul? Du willst wohl aufs Maul? Ha, mein Schwert steckt in deinem Maul, du Trottel. Sag mir, was du kannst. Ja, was kannst du? Nichts kannst du, du von da. Und gleich noch eine hinten rein. Oh, das war der Meisterschlag sein können, aber es war keiner. Na, was das? Kim, haut's her. Oh, Vollidiot! Tschüss dann! So! Wo ist mein Hund? Hallo? Wo ist mein Hund? Suppe. Erstmal ein Stück essen. Schaut ein bisschen aus wie Schafsinnereien. Herzlichen Glückwunsch. Aber damals... Wo ist der Dritte eigentlich hin? Schlägert der mit meinem Hund oder ist er davongelaufen oder was ist mit ihm? Wo ist mein Hund? Wie holt man den gleich wieder auf? V? X? Na, die C war Ducke. Du musst auf der Karte zum DLD zweichen. Ja, weiß ich schon. Ich hab nur schnell ein paar Leiter schlagen müssen, damit wir wieder ein bisschen ins Kampfsystem reinkommen, verstehst? So. Der Hund, der kommt dann schon wieder. So. Lauf! Lauf! Ab Richtung DLC-Punkt. Los geht's. Der Honda ist davor. Hey, er ist nicht davor. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen hab. Ich weiß noch, dass wir uns für das damalige Durchspielen haben wir uns einen Mod installiert, dass ich so oft speichern kann, wie ich will. Schneller! Ich tue mal Bremsen da, Schwerterl wegstecken. Wo müssen wir jetzt wieder hin? Möchtest du weh? Ja, das führt uns einfach nach Kuttenberg, oder? Wahrscheinlich. Ah, reiten wir einfach zu. Reiten wir einfach drauf zu, weil es nicht hilft. Los geht's. Grüß Gott bei der Hand. Ja, ich war schon mal da, weiß ich schon, ist der Zeit leer. So, auf dem Weg bleiben und Gas. Vollgas ab nach Kuttenberg. Mir nichts passiert. Oh, das wird eh schon umgezeigt. Schneller! Schneller! Das ist so wunderschön. Schaut das euch an. Noch nie hat eine Landschaft echter und schöner ausgeschaut wie in dem Spiel. Wenn was anderes sagt, ist ein Ahnungsloser. Das ist ein Ahnungsloser. Ist er das. Halt, stopp! Halt, stopp! Da zeigt mir, muss ich mit ihm da schmerzen, oder was? Wer bist du? Ein Pater von Pisek! Heinrich, Heinrich! wie geht es dir? Du weißt ja, wie das ist. Es könnte immer noch schlimmer sein. behinderte Der Brüne. Krieg mag vorbei sein, aber sein Gestank liegt noch in der Luft. Aber viel wichtiger, wie geht es dir, Herr? Tut mir leid, dass du deine Festung aufgeben musstest. Es bricht mir auch das Herz. Und wenn ich Ich erinnere mich schon bedenke, an dass ihn. ich vor kurzem noch hier weg wollte. Ist das nicht der Bart von der Rothaarigen? Aber das ist Geschichte. Das Leben geht weiter. Naja, Herr, ich will nicht unhöflich sein, Stehen wir da aber mit du der wolltest absoluten sicherlich nur Blödle. fragen, wie es mir geht. Der Sonntag Nein, haben sie sich hinein. du hast recht. Kommen wir zum Punkt. Ich brauche bei etwas Hilfe, weiß aber nicht, wen ich sonst bitten kann. Mir ist bewusst, dass du viel zu tun hast. Ich würde gerne helfen. Sicher! Ich habe nicht viel Zeit, aber nur zu. Ja, was jetzt? Sicher helfe ich. Biete meine Dienste gern an. Worum geht es? Ein alter Freund hat sich bei mir gemeldet. Albich von Unitschow. Sagt dir das etwas? Nie gehört. Ich glaube, ich kenne ihn. Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Er hat Arne behandelt. Das weiß ich nicht mehr. Ah, ist lang her. Ich weiß, dass er ein Heiler ist. Als einer der Ritter beim Turnier in Kuttenberg verwundet wurde, versorgte er ihn sehr gut. Arzt wäre die treffendere Ja, Bezeichnung. da war doch das kleine Turnier, Aber ich erinnere selbst mich. das wird ihm kaum gerecht. Er ist einer der größten Gelehrten unserer Zeit. Und außerdem König Wenzels Leibarzt.
Und man munkelt bei Hofe, dass der König in der Gefangenschaft in Wien ernsthaft krank geworden ist. Oh je. Sigismund Bei der ist damit Österreicher beschäftigt, wieder. das Königreich zu plündern. Und Wenzels Gesundheit kümmert ihn nicht, oder? Vielleicht. Das hört sich ernst an. Verdammt. Das hört sich ernst an. Als Meister Albig davon hörte, beschloss er zu handeln. Er will bis nach Wien gehen, um den König zu sehen? Nein. Erst einmal geht er nach Sedlitz. Abt Jan hat an Sigismunds Hof enormen Einfluss. Albig will ihm einen Besuch abstatten und ihn um seine Fürbitte ersuchen. Das klingt nach einer guten Idee. Ergibt Sinn. Er kann nicht einfach in Wien auftauchen und an die Tür klopfen. Ein Vermittler ist erforderlich. Allerdings weiß ich nicht, ob Albig den richtigen Mann ausgewählt hat. Der Abt ist ein gerissener Politiker und könnte Albigs Besuch zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen. Das war jetzt einmal Frage gewesen. Was zum Teufel soll ich da dabei tun? Und was hat das alles mit mir zu tun? Wie gesagt, es geht um die Sicherheit. Möge Gott mir vergeben, die Gesundheit des Königs geht natürlich über alles. Aber gerade bin ich in größerer Sorge um Albig. Mit Mühe konnte ich ihn überzeugen, zu warten. Zumindest bis ich einen Beschützer gefunden habe. Und glaub mir, es war nicht leicht. Dieser Esel hat den Kopf eines Gelehrten, aber eines Störrischen. Oh, müssen wir wieder Bodyguard machen. Was hast du damit zu tun? Kannst du mir etwas über diesen Abt erzählen? Versuch mal die Geschichte aufzusaugen. Ich check nämlich schon wieder, ich tue mich wieder heute mit Namen. Ihr wisst es eh, was es ist. Oder fassen wir zusammen, das ist gut für mich. Wenn ich das richtig verstehe, soll ich den Leibarzt von König Wenzel zum Kloster Sedlitz begleiten, wo für gewöhnlich niemand rein darf, und der Abt mit Sigismund gemeinsame Sache macht. Damit Albig, der fest entschlossen war, allein hinzugehen, versuchen kann, den Gefangenen Wenzel zu untersuchen. Nein, oder vielmehr, ja, so ist es. Okay, das verstehe sogar ich. Also gut. Na gut, ich begleite Albig. Als ich das letzte Mal im Kloster war das ein ziemliches Erlebnis. Ein Erlebnis? Eine lange Geschichte. Wie kann ich also helfen? Suche Albig auf, ja? Ist das Kloster aus dem Er ersten lebt die Teil, oder Straße was? runter bei dem Quacksalber. Der gute Und alte gib ihm Quacksalber. diesen Brief, damit er weiß, dass ich dich persönlich schicke. Tarmac, Apotheker. Gut, dann suche ich ihn auf. Viel Glück. Ich stehe in deiner Schuld. Der königliche Leibarzt spricht mit Albrecht von Unitschow. Wo müssen wir hin? Questmarker wo? Straight nach Kuttenberg. Einreiten, los geht's. Oh, es wird finster. Da meine ich, müssen wir schnell Runden heiteln. Da war mein Bett, gell? Bitte. Das tun wir schnell. Da wurschtelt man mir uns durch. Dann haben wir schon da. Braves Hundi. Da ist der Hund wieder schon. Hier. Reden mit Köter. Füttern. Achtung. Was ich für dich habe. Er kriegt eine gedörrte Schweinslende. Die hat noch nie geschaut. Da schau hin. Geiler Sog. Blutig ist auch bezahlt. Da gibt's da nicht irgendwo einen Bottich zum Waschen? Gib mal Bottich. Warte, der war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Da mal einer, aber der ist nicht mehr da. Warum ist der nicht mehr da? Hallo, ich möchte mich waschen! Normalerweise steht alle 2 Meter steht ein Bottich umeinander. Wo ist der Bottich? Ich brauch den Bottich. Drecker, den lege ich mir nicht ins Bett ein. Nein, das ist seine. Na, sag mal, Birger, wo sind eigentlich die restlichen 98 Gründe, dass KCD-Spiel des Jahres wird? Das ist eine berechtigte Frage. Ich hab kurz gebraucht. Wo ist denn jetzt so ein scheiß Bottich? Wolfric, merci. Es war keine Donation, warum sage ich merci? Haben wir schon so weit, dass du nur in Donations mit mir sprichst und ich dann automatisch merci sage. Herzlichen Glückwunsch. Ich wurde erfolgreich manipuliert. Wo ist der scheiß Bottich? Da hinten ist der Bottich, den meine ich. Der habe die ganze Zeit natürlich gewusst, da, hier waschen. Geh ins Badhaus. Gut, kann man nur schnell, ja, weißt du schon. Lass dich so gut waschen, wie es an einem Trog geht, muss gelangen. Fürs Kloster gelangt's.
Gott sei mit. Ihr wollt ja bloß wieder. Ich weiß schon, was ihr wieder wollt. Phase 1, Zeitschinden. Phase 2, Depf. Phase 3, Profit. So, aber, warte mal. Oh, jetzt habe ich eigentlich gemeint, das sind unsere Verwandten. So, da können wir mal eine Runde heiteln. Was haben wir da? Jetzt haben wir den Opfer. Jawohl. Setzen, schlafen und speichern. So, das tun wir mal bis um 6 in der Früh. Das tun wir mal bis um 6 in der Früh. Wegen am Bord kannst du ins Bad. Ach, stimmt! Da gab's ja ein Update. Ja, im Link, Mike. Merci, dir. Aber tritt endlich wieder Biergeteil. Mega geil. Habe ich dein nice Merci verpasst. Meinst du ein Merch vielleicht? Du hast nicht verpasst. Der kommt jetzt in 2 Wochen. Sonntag in 2 Wochen ist es soweit. Heute ist übrigens auch, heute nach dem Gameplay, im Stream, wird der Depth-Counter resettet, meine Damen und Herren. Wir haben 600. Und ich möchte auch 600 stehen haben und nicht 601 oder 608 oder sonst irgendwas. Wichtig. So. Und jetzt halt 5 in der Früh und dann kann ich die Bude aufgemacht haben, oder was? Tut sie fix, wieder keiner wach aussehen. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Oh, das markieren. Ja. So, dann hier, Vollsprint, los geht's. Ich laufe in meiner Rüstung mit 4000 km/h. Springen, geht auch. Wunderschön. 66 Mal müssen wir stehen, dass 666 drin steht. Weiß jetzt auch nicht. Ich weiß ja mit seinen. So, guten Morgen miteinander. So, waschen wir uns jetzt mit Pfotzen aus. Ah, noch sauberer wie ich nicht. Na gut. Na gut, dann halt nicht. Komm raus! Ich warte hier nicht bis zum jüngsten Gericht. Oh, halt, stopp. Wo bist du, alter Mann? machst du Und hier? noch ein Was weiterer machst du denn so? verdammter Tag. Was starrst du denn so? Ich dachte mir ein bisschen vorsichtiger. Hau ab! Siehst du nicht, dass ich keine Zeit dafür habe? Ich rufe die Vorsicht! Was geht hier vor? Wo bist du, alter Mann? willst du? Und noch ein... Bist du Arzt? Nein, bist du nicht. Ich bin mehr Also Arzt lass als mich in du! Ruhe, verdammt. Du hast doch gerade was vom Albrecht da geschmatzt. Ist der da drin? Was machst du hier? Albrecht, hallo! Ich seh dich weiter drin. Wo bist du, alter Mann? Und noch ein weiterer verdammter Hier Tag. gibt es nichts. Was genau machst du hier? Wir kommen da jetzt, wir kommen was jetzt sein? Nicht wirklich. Wenn wir nur auf die Map schauen, haben wir wieder richtig. Wir müssen nur ein Heisel weiter. Oder wir gehen da rundherum, vielleicht ist da der Eingang. machen, das kannst du mir glauben. Muss ich einmal knockert nachschauen, das habe ich schon gesehen. Grüß dich, ey, lass mich auf da die Bumsbude. So, grüß dich. Können wir da durchgehen. Easy going. Ah, machst du mal da auf. Haben wir irgendwo im Hinterhof. Du hast entdeckt, Waldgarten. So, müssen wir da rein? Nein, müssen wir nicht. Da müssen wir rein noch gerade. Wie kommen wir jetzt da rein? Gaga, gaga! Was haben wir da? Na cool. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen irgendwas mit den 2 Typen da draußen tun. Soll ich einmal einen Knocker nachschauen? Ich weiß auch nicht. Oh, da können wir da reingehen. Warte mal. Na, können wir auch nicht. Los mich Arzt, ich bin durch! Aber da muss man irgendwie reinkommen, weil es da eine Alchemie-Tisch und so weiter gibt. Da, man da innen durch kann. Hallo, mir einmal schauen. Hallo? Hallo? Bis zum jüngsten Gericht. Geht das auf mal? Nö. Das muss direkt vor uns sein. Ja, was komm raus? Lässt mich nicht wütend machen, das kannst du mir glauben. Bist du Arzt? Nein, bist du nicht. Also lass mich in Ruhe, verdammt. Ihr seid da Was nicht. willst du? Du kannst mich schon lange auf den Sack gehen. Ich schneide dir einfach den Kopf ab. Ich gebe dir den guten Rat. Halt die Schnauze und geh. Albig, komm raus. Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht. Du Arzt? Nein, Das ist Namen. Lass du uns nicht? in Ruhe. Also lass mich in Ruhe, verdammt. Im Haus erster Stock. Wollen wir nochmal ins Haus zurückgehen und mehr auffüllen, oder was? So, ja, es hat jetzt Quests angezeigt. Schauen wir mal. Oh, das schaut doch aus, als müssen wir mal Hallo sagen. Hä? Oswald Torwart, der Apotheker. Händler, Leibwächter, Jimiata, Bürgerin, Venificus. Warte mal, was müssen wir überhaupt genau tun?
Sprich mit Albich von Unichow. Ja, der muss doch da. Wo ist denn der Albich? Albich! Möchtest du mich veralbern? Hallo? Albich! Schlafst du? Hallo? Wo ist er denn? Albich! Ich durchsuche dabei deine Zeigteuren. Reiterstiefel, Spielnetz und Rehleder. Kann ich alles nicht brauchen, nur Schund. Oh. Ja, es ist gut als Dieb schleichen und dann pfeifen. Easy going. Schau hier, Groschen nehmen wir mit, Silbermarke nehmen wir mit, Perlenhalskette nehmen wir mit. Alles gestohlen. Alles gestohlen. Oh, nach mir sucht noch mir jemand. Oh, ach du warst das nur. Aha. Aha. Ja, das war nur ich. Ich sehe hier keinen Albich. Wo ist er denn da gerade? 800 Groschen kurz ausgeliehen. Aus dem Fenster ausscheißen, warum nicht? Ich schmerze jetzt einfach mal mit ihm. Schau mal, was er sagt. Ich suche Albich! Ich suche Meister Albich und hörte, dass er hier leben soll. Das stimmt. Aber gerade ist er nicht hier. Was willst du von ihm? Ich habe einen Brief für ihn von Herrn Peter von Pisek. Weißt du, wann er zurück sein wird? Keinen Schimmer. Er eilte zum Nachbarhaus. Die Frau dort hatte nach ihm geschickt. Anscheinend ist ihre Dienstmagd krank. Albich behandelt eine gewöhnliche Magd? Nun, so ein Mensch ist er eigentlich. Ja, er behandelt Auf dem Weg einen hierher Markt. bemerkte ich einen Tumult auf der Straße. Tumult? Hoffentlich geht es Albich gut. Wie bitte? Was ist denn passiert? Sicher nur etwas Aufregung. Ich kümmere mich drum. Tschüss, mein Freund. Ein bisschen Aufregung. Verteilen wir ein paar Respektscheine. Und dann schauen wir mir weiter. So, ich muss jetzt... Was? Mach doch nicht vor meiner Nase die Tür zu. Hä? So, was wir mir zum Beispiel tun müssen? Steuerung, tun wir die Maussensi, aber die ist schon narrisch hoch. War die damals auch so hoch? Weiß ich nicht mehr. Oh, ist auch immer noch sehr viel Kriminalfälle. So, ja, besser. Mehr Control. Das mag ich. Das würde auch helfen, die Rüstung auszuziehen. Den ganzen Tag da drin Toller bleiben. Tipp, Herr Philipp, der Vlogger. Weil mir jetzt eine Viertelstunde herziehe, ey, hast du schon mal geschaut, wie viele Rüstungsteile das man da aus- und anziehen muss? Wobei, da hätte ich eins, das ist mein Diebes-Ausrüstung. So, jetzt da, was ist mit dir? Hier rede Hier ich gibt es nicht. nichts zu sehen. Na los, komm raus. Willst mich nicht wütend machen? Lass mich in Frieden. Nein, ich lass dich nicht in Frieden, ich hau dir jetzt am Pfotzen blödig. In dem Haus, in dem Albrecht derzeit wohnt, erfuhr ich, dass er aufgebrochen war, um die kranke Magd der Nachbarn zu behandeln. Sie wohnen 2 Häuser weiter in Richtung des Platzes. Dort ist jedoch ein Aufruhr vor der Eingangstür, also muss ich einen anderen Weg hineinfinden. Müssen wir uns jetzt so irgendwie auf der anderen Seite ins Haus schleiern. Albich, komm raus. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden, lass mich mehr, ich mehr da ja jetzt einfach eine Pfotzen hauen. Sollen wir das tun? Hau mir einen Pfotzen voll. Lass dich mit Sicherheit auch so regeln. Hey, Jacko. Warum hast du Zum das Henker getan? machst du da? Okay, so weit waren wir noch nicht. Schlägerei! Mit dir. Um Gottes Willen! Der bringt meine Ohren! So, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es Schlägern geht. Ich weiß nicht mehr, wie es... Sag doch mal, was du drauf hast. Machen wir den Pisser fertig, verdammt! Hey! Auf! Schein kannst haben! Du Vogel, du! Ich weiß, wie viel Schein brauchst du noch? Bist du als Gusseisen oder was? Bruder, ihr Eisenhandschuhe! Um Gottes Willen! Sag es mir. Überrascht? Folge dir ein paar Manieren. Wieso schlägt denn letzte Woche auch noch gegen mich? Du kannst da mehr. Ich hab auf dich gewartet.
Bist du auch wütend auf mich, oder? Feuer du jetzt! Herrgottselig! Zeig es mir! Ich gebe auf. auf! Ich Du gebe wolltest auf. also kämpfen, ja? Nein, eigentlich nicht. Schade! Sonst zeige ich dir, was wir mit Abschaum Wir mit dir schmerzen uns da machen. wieder raus. Außerdem werde ich dich gründlich durchsuchen, nur um zu sehen, ob du was geklaut hast. Okay, das kann jetzt richtig eskalieren. Ja, ich zahle deine 120 Groschen, oder die pisse ich! Also gut, ich zahle. Ich will mir keinen Ärger einhandeln. Zeig mir, was du hier rumschleppst. Sehen wir mal, ob du geklaute Sachen hast. Na gut, dann sieh doch nach. Sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Das wurde offenbar geklaut. Das nehme ich an mich. Was denn, schön, gut? das und ein Ablass sollten genügen. Aber so etwas will ich hier nie wieder sehen. Konfisziert 120 Groschen und die schöne Silbermarken und die Perlenkette. Verpiss dich und lass mich in Ruhe. Ja, das war jetzt nicht so gut. Aber wenn wir ihm Auf, los! jetzt das Zeug klauen, Fahrt mit könnt ihr euch da mal verpissen? Ich darf gern... Achso. So, was tun wir mit ihm? Wir kannten ihm natürlich... Was ist schon? Einen guten Tag auch. Gut, ja, die Taschendiebstahl. Ja, nein. Okay. So, aber geht jetzt die Tür auf. Kruzifix, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Ich hoffe, es wird nichts. Sei mir gegrüßt. Nein, ist alles noch da. Gott, das brennt! Zumindest ist die Blutung gestillt. Was zum Teufel machst du da? Gute Frage, ich geh schon. Tschüss dann. Ja, jeder wird versuchen, mit dem Typen zum Schmatzen oder ums Haus rundum zu laufen. Ich wollte sehen, was passiert, wenn ich einmal eine aufstreiche. So. Sachen ausprobieren. Was soll ich machen? So, wir können wir jetzt da in diese Punkt untersuchen. Oh, es gibt einen neuen Punkt, der heißt untersuchen. Könnte ich ins Haus gelangen. So könnte ich ins Haus gelangen. Da waren wir doch schon. Na, da waren wir noch nicht. Was ist da drin? So. Oh. Was gibt's da? Was ist denn da herunten los? Einfach voll die Katakomben herunten. Was ist denn jetzt so kaputt? What? Ach, ist das der Gang unter Kutten? Da glaube ich, waren wir schon einmal irgendwann. Da glaube ich, muss man mit der Hauptstory mal durch. Okay, was gibt's da? Ah, geh weiter jetzt. Tu mir irgendwas für die Quest jetzt. Da haben wir noch nichts zerrissen. Ah! Ich laufe umeinander wie der letzte Vollidiot. Wo geht's denn auf, ey? Ich fühle nicht mehr raus! Ich bin verschollen! Da vielleicht. So, ne? Ja, sag einmal. Ah, da ist drin. Oh, ich hab nicht gesehen. Entschuldigung, mein Fehler. So, sag ich mal auf, ey. Albrecht ist oben uns geheißen. Wo ist denn? Da ist er drin. Das helfen, wenn... Oder vielleicht... Nein. Deck wenigstens ihre Füße zu. Wir haben in ganz schwierigen Zeiten. Da kriegt man schon ein Zelt in der Hosen, wenn... Ja, du weißt es schon. So, Albrecht! Teufel, ich sagte doch, ich will nicht gestört werden. Ja, aber ich bin das. Entschuldigung. Verzeih mir, Herr, aber ich muss etwas mit dir besprechen. Gut, dann sprich. Neuer Charakter. Was ist so wichtig? Herr Peter von Pisek Glaub ich aber noch schickt nicht mich. Und Obwohl er da Dann weiß gewesen ich, zu worum es geht. scheint. Hier ist der Brief von Herrn Pisek. Herr Peter von Pisek gab mir diesen Brief für dich, Herr. Wirklich? Dann sehen wir mal. Hier, bitte. Ich heiße Heinrich. Und Herr Pisek sagt, dass ich dich zum Kloster Sedlitz begleiten soll. Ja. Über diese Angelegenheit hatten Peter und Sind da ich keiner beim letzten königlicher Mal einen Fußer? Streit. Hör mal, Heinrich. Ich weiß dein Angebot zu schätzen. Aber ich glaube kaum, dass ich deine Dienste benötige. Jedenfalls hast du den Brief überbracht. Und ich bin sicher, dass Herr Pisek dich dafür belohnen wird. Das heißt, du willst den König sehen? Hast du keine Angst, allein zu gehen? Also schickst du mich einfach weg? Ich hörte, dass du im Kloster darum bitten willst, Zutritt zu König Wenzel zu erhalten. Ist das wahr? Leider ja. Ich bin in Sorge um seine Gesundheit. Und ich hoffe, Abt Jan könnte in meinem Namen intervenieren. Denkst du wirklich, Sigismund hört auf den Abt? Die Möglichkeit besteht.
Mein Gewissen erlaubt es mir nicht, sie ungenutzt zu lassen. Ist Lea da? Was ist ein Abt? Beschreibt bitte mal irgendjemand, was ein Abt so treibt. In dieser Zeit. Was ist das? Hast du keine Angst, allein zu gehen? Hast du wirklich keine Angst davor, alleine zu dem Kloster zu gehen? Du weißt, dass Sigismund dort ein Quartier hat, oder? Sigismund? Ein Abt ist Er der ist Chef doch vom schon Kloster. fort. Ja, Es könnte nicht nur er sein. Vergiss nicht seinen Einfluss. Du weißt nie, wem du trauen Dankeschön. kannst. Ich bezweifle, dass Sigismund mir etwas antun würde. Er hat keinen Grund dazu. Und er handelt nicht übereilt. Im Grunde steht er sogar in meiner Schuld. Doch darauf würde ich mich nicht verlassen. Wenn du meine Dienste nicht benötigst, gehe ich dann mal und überbringe mehr Briefe. Darin habe ich langsam Übung. Du scheinst da eine Andeutung zu machen. Nun, vor kurzem brachte ich einen Brief der Herren Hanusch von Leiper und Ratzig-Kubilla nach Troski. Du kennst So Herrn richtig gut Ratzig-Kubilla? hingehauen. Er ist mein Vater, stimmt. Der Herr Ratzig ist unser Pap. Ich bin sein Sohn. Sein Sohn? Vergib mir, Herr. Ich wusste nicht, dass er einen... Ich auch nicht, bis kürzlich. Und nenn mich nicht Herr. Ich bin ein Bastard, kein Erbe. Ah ja. Ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit. Also gut, Heinrich. Ruf Wenn dein verbessert. Angebot noch steht, nehme ich es gerne an. Und ich wäre froh, wenn du mich ins Kloster begleitest. All of a Hast du sudden. es dir anders überlegt? Wenn Pisek, Hanusch und Ratzig-Kubilla dir vertrauen, dann vertraue auch ich dir. Außerdem würde ich gern mehr von meinem alten Bekannten hören. Ich brauche noch kurz, um das Wichtigste vorzubereiten. Dann können wir los. Und du? Du näherst dich einem entscheidenden Punkt. Sobald du mit Albrecht das Kloster Albich, nicht Brich, das Kloster betrittst, ist der Rest der Karte gesperrt, bis du den dritten DLC abgeschlossen hast. Du kannst deine Aufgaben außerhalb der Klostermauern vorerst nicht fortsetzen. Entledige dich vorher deines Diebesguts, denn du wirst am Kloster durchsucht. Ja, das hat die Wache für uns übernommen. Sehr schön. Gehen wir sofort los. Brauche ich noch irgendwas? Ich wüsste nicht. Ich hab lauter Scheiß dabei. Lauter Tränke und Klump und was weiß ich. Ich bin bereit. Gehen wir los. Eins noch. Vielleicht solltest du in ganz gewöhnlicher Kleidung zum Kloster gehen. In Rüstung würdest du nur Aufmerksamkeit An auf Bord! dich ziehen und verdächtig wirken. Zieh Komm, dich um und komm wieder. wenn du meinst. Spiel gespeichert. Was, ich muss mich jetzt umziehen. Badehaus kann man auch noch schnell gehen. Mag man ein Bad anschauen? Wo ist das Badehaus? Badehaus wo? Das war, glaube ich, irgendwo da herunten, oder? Ist das ein Badehaus? Badehaus! Der Königsfischer. Da gehen wir hin. Kannst du hier nicht schnell reisen. Ich muss jetzt wieder aus der Bumsbude raus da. Machen wir die Bumsbude ab da. Zieh dir mal eine Hosen an. Was für Hosen? Endlich Ruhe. Endlich Ruhe. Bist du hier? Wie bist du reingekommen? Warum minkt mich alle nicht? Ich bin der Heinrich, hallo? Ich hab das Land gerettet. So, das mit dem Bord, das mag ich mir schon anschauen. Das sag ich dir, wie es ist. Da gehen wir hin. Haben wir Zeit. Haben wir Zeit, wieder gemütlicher. Ich hab's euch schon gesagt, es wird gemütlicher. Wir schauen uns alles in Ruhe an. Und irgendwie brauche ich gewöhnliche Kleidung, hat's geheißen, oder? Verbotene Fruchtspiele, ich sollte mit ich habe ja, wird spaßen. Badehaus! Ja, hast du schon recht, gehen wir mal schnell. Sollen wir noch schnell auch nicht zusammenhauen, ne? Im Kloster wird da nicht recht viel. Sie wissen schon. Ich bin ein bisschen langsam. Und ich drücke aber auf Tab fürs Inventar. Da, das ist meine gewöhnliche Kleidung, ist die nicht gut? Ja, gewaschen geht's auch. Du musst aber zum Barbier beim anderen Badehaus. Gibt's da drin kein Barbier? Wo ist denn noch ein Badehaus? Haben wir wieder noch ein Badehaus? Da ein Badehaus? Städtisches Badehaus. Muss ich da hin oder was? Let me, aber da gibt's also. Wo haben denn die ganzen Quests von mir hergekommen? Ich hab eigentlich gemeint, ich hab alles gemacht in dem Spiel. Gott verdammt nochmal. Okay. Ja, nochmal die Sau auslassen. Na ja, vielleicht gibt's im Kloster eine Nonne, der ein bisschen fein ist. Das kann natürlich auch sein. Dann probieren wir's. Da mal was essen. Aber ja, es gibt da noch ein Badehaus. Es gibt ja mehrere Badehäuser, oder? Let me have a look. Oh, ich sag jetzt dabei da keins. Dann gehen wir zu dem Bade. Ja, beim städtischen hinten draußen. Das ist gut, dass er wenigstens etwa ein bisschen Ahnung hat. Dann gehen wir wieder zurück aus. Und dann laufen wir da oben.
Ja, das möchte ich schon noch schnell. Kommen wir in den Badehaus auch rein? Hey, ja, das werden wir schon sehen. Werden wir schon sehen. Was kostet die Welt? Wo ist Badehaus? Badehaus da unten. So, los geht's. Niau! Niau! Kurva. Hey, ich hab die anderen DLCs nicht. Gibt's den Board überhaupt? Ah, ja, die hab ich aber gesehen. Das sind echt Schmied. Hab ich gesehen, dass die Barbiergeschichte war, glaube ich, ein ganz regulärer Patch. Das ist nicht mit einem DLC einhergegangen. Barbier hat, glaube ich, extra ein Symbol auf der Map. Du müsstest es filtern können. Wo kann man da filtern? Ah, Kartenlegende. Schleifstein, Rüstschmied, Schusterschneider, Schenke, Unterkunft. Ja, das hätte man auch noch Alphabet sortieren können, Kruzifix nochmal. Hier Badehaus, Grabnest, Bildstock, Wäscherei, Barbier sehe ich hier keinen. Barbier sehe ich hier keinen. Trotzdem gehen wir jetzt einmal da oben, jetzt sind wir schon fast da. Gehen wir schon. Badehaus, größer Puff, das ist richtig. Warum gibt es heutzutage keine Badehäuser mehr? So, hier. Ist dieser Badehaus. Wieso kann ich noch nicht reingehen? Jetzt halt. Ich habe keinen Schuh gesehen. Ganz stark. Hallo, ist dieser Badehaus? This is no Badehaus. Muss ich vielleicht nochmal ums Eck gehen. Gut so. Gott sei mit dir, Die Herr. Stadt braucht Gott sei... Oh, Die nicht nur das mit ist Chefin. Werkzeug, Die lausige Marie. Mit ihr trinken. Nein, das tun wir jetzt nicht. Ich hab keine Zeit zum Saufen. Die Bist du Herren werden besoffen? uns nicht schützen. Allein Worte. Da saufe in der Bodowan drin. Da ist das Chefin. Bist du Chefin? Kleine Linda. Badehausbesitzerin. Hier, jetzt schau her. Was möchtest du? Ich will das Badehaus nutzen. Ich würde mich gerne entspannen. Franz! Mir ist für letzter Monat. Es ist geöffnet. Der mit dem Campi? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich brauche ein Bad und saubere Kleidung. Versorge meine Wunden im Bad und wasche meine Kleidung. Ich nehme alle Dienste in Anspruch und nette Gesellschaft. Gibt's hier ein hübsches Ding, Wenn wir uns den das Buff mir noch schnell ab. Ja, klar. Gesellschaft leisten kann? Keine Angst. In der Obhut meiner Mädchen Aber wo ist der wirst du Barbier? deine Sorgen vergessen. Zumindest für eine Weile. Kann's kaum erwarten. Auf der Karten? Ja, mit dem Campi. Muss ich noch mal schauen, wenn wir fertig aber sind. das kostet was. Ja, sicher kostet es was. Ich bezahle gern hier deine 22. Da fange ich erst falsch Zahle an. gern. Du wirst es nicht bereuen. Der Barbier ist beim Hintereingang Meine vom Bäder Badehaus. sind Alles klar. Gehen wir gleich als nächstes ziehen. Bitte keine Depf, bitte keine Depf, bitte keine Depf. Ich wusste gar nicht, dass Männer so beweglich sein können. Nächstes Mal können wir es gern wiederholen. Du Teufel noch eins, ich stehe in der Unterhosen da. Wo ist denn mein Zeug? Schlossgarten, schwer. Wo ist denn mein Zeug? Wo haben sie denn die so überhit da dann? Da muss ich die Wäsche gehen, oder? Warte mal, oder hab ich das noch? Möchtest du deine aktuelle Ausrichtung behalten oder das Outfit anlegen, das du zuvor getragen hast? Ja, zurück. Also klar. So, wunderbar. So, ab Das zum war Papier. vor. Aber pass nächstes Mal besser auf. Ich passe immer gut auf. So, Hintereingang vom Badehaus. Wo ist der? Ist der da unten, möchtest du sagen? Und irgendwas mit einem Campi oder irgendeine... Ah, da ist er. Schau her. Bist du da unten der Barbier? Kommst gerade recht. Ich habe soeben meine Schere geschärft. Der saure Boder! Brauch einen Haarschnitt, brauch Eine ich! Rasur wäre angebracht, Herr Bader. Um Gottes Willen! Gegen eine kleine Gebühr kann der Bader deinen Bart stutzen oder dir einen neuen Haarschnitt verpassen. Blablabla. AD zwischen Haar und Bart wechseln, Heinrichs Kopf drehen, X Auswahl bestätigen und zahlen. Das werden wir den Stieg rein. So, Heinrichs... Das schaut aber sehr modern aus. Das schaut aber sehr modern aus. Ich bin eigentlich mit seiner klassischen Frisur sehr zufrieden. Ich möchte gerne einen Bart. Da oben ist der Bart. Oh ja, ja. Mhm. Oh. Schau hier. Ich bin für den. Den nehmen wir uns. Annehmen und zahlen. Den nehmen wir uns, der schaut am normalsten aus. Mr. Dark Sulfurer! Das ist richtig gut geworden. Ich hoffe, du bist zufrieden. Mr. Dark, Mr. Sulfurer, welcome to the squad. Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Kuss auf den Nuss. Los geht's. Oh, das glaube ich ist ein Sie, wenn das Profilbeitel stimmt, oder? Du bist extrem jung, das kann auch sein. Ab in den Chat, da habe ich dir ja an die Darkin. So, haben wir jetzt bald einmal soweit. Buff geholt. Wunderschön.
Und wir müssen dann da eine pulvern. Wir gehen da am Gescheitern, da gehen wir da hin. Das denke ich mir schon die ganze Zeit. In Kuttenberg feiert einfach mittendrin ein Schnellreisepunkt. Er feiert einfach. So, los geht's. Hat der Bader jetzt Tor ins Gesicht biegt? Ich hab nicht gefragt, wie er es gemacht hat. Aber ich glaube, es war die sogenannte Haarfrisur-Tinktur. Das war die gute. Mr. Firestone, und ich glaube, ich habe übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Merci für 17 Monate. Seid gegrüßt, Ihre Königliche Majestät, Bürger von Bayern, bin mal wieder da. Grüße aus Burg Lengenfeld. Merci dir. Grüße zurück aus Landau, Kacknudel City. Im Stadtzentrum war der Punkt gut. Jo. Sagst du das? So, wie haben wir da gleich wieder aufgekommen, geht jetzt die Tier mittlerweile schon auf. Tatsächlich, Dankeschön. So, gehen wir uns jetzt, haben wir wieder richtig, ich habe keine Ahnung. Karten geht ein bisschen langsam auf, muss ich sagen. So, da auf. Versuche tief einzuatmen. Wie schauen wir jetzt aus? Ich muss mich umziehen. Was? Das ist mir kurz gewandt. Ah, Charisma, Level 9000. Bruder, muss klar. Gehen wir zum Kloster. Schauen wir vor mir komplett alles aus mit dem Scheißboard. Ich bin bereit. Gehen wir zum Kloster. Los geht's. Brechen wir auf. Mich hält hier nichts mehr. Gehen wir gleich. Ich packe noch das Wichtigste. Na gut. Wir können aufbrechen. Ich habe alles, was ich brauche. Und du? Gehen wir. Ich bin bereit. Dann los. Ja, Philipp, merci dir für 29 Monate. Ich habe Nachschauungsgrad ab in die Arbeit. Pfui Teufel, Alter. Um 9 Uhr auf die Nacht zum Arbeiten anfangen ist wirklich das Hinterletzte. Aber ich hoffe, dass es schnell vergeht. Fühl dich aus der Zukunft in den Nachschauungsgrad gegrüßt und der Rest im Nachschauungsgrad auch. Wenn. Ja, das ist schnell gegangen. Die Cutscenes sind auch so gut. Obwohl es Ingame-Grafik ist, das ist wirklich insane eigentlich, wie das ausschaut. Das Ding. Wirklich narrisch gut. Ich hab vergessen, wie gut das Spiel ausschaut. Völlig narrisch. Holy shit, schaut er das an. Weißt du, was mir gerade denke? Nimm die ganzen Spielmechaniken, die ganzen Details aus diesem, wie das Spiel ist, aus der Engine und gib mir Fallout 5. Mit all den Mechaniken und so weiter. Albig, mein Freund. Der Herr sei gepriesen. Meister Albig, willkommen. Ich gebe zu, dass ich nicht erwartet hätte, dass wir uns so bald wiedersehen. Aber ich hab dir doch am Welschen Hof gesagt, dass ich mit seiner Majestät sprechen muss. Natürlich, das weiß ich. Aber nach allem, was geschehen ist und was jetzt hier los ist. Nichtsdestotrotz, König Sigismund ist bereits zurück in Ungarn. Mein Freund, wir wissen doch beide, dass dein Einfluss weit über die Mauern des Klosters hinausgeht. Deiner auch? So oder so kannst du auch ohne Hilfe Zugang zu Sigismunds Hof erhalten. Wir beide wissen auch wie. Die Sache wurde noch nicht geklärt, Albig. Sie ist dem König wichtig. Bitte, vergib mir. Das sind wichtige Angelegenheiten, die mit seiner königlichen Majestät zu tun haben.
Können wir unter 4 Augen sprechen? Sehr gerne. Aber leider ist gerade alles äußerst kompliziert. Was ist denn los, mein Freund? Du wirkst etwas besorgt. Das bin ich auch. Ich habe 3 schwerkranke Patienten in der Krankenstube. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Der schwarze Tod? Leider können wir das nicht ausschließen. Oh, Ich es habe geht um schon Pest einmal oder was? einen Ausbruch gesehen und überlebt. Sieht es nach der Pest aus? Wer sind die Kranken? Woher könnte die Pest hierher gekommen sein? Okay. Bist du bei 600 Dave? Mr. Chan, mir ist wieder die 6 Euro. Ja. Achtung. 600. Keiner mehr. Auch heute nicht. Jeder, der kommt und mich vermöbeln möchte, den vermöbelt ist so, dass er nicht mehr weiß, wo er 14 Tage lang zum Scheißen geht. Merci dir. Und? Sieht es aus wie die Pest? Meinst du, ich würde mir wegen nichts Sorgen machen? Vergib mir, Pater. Wir spenden mal mit, ja. Auch wenn ich die Kirche in echt hasse. Hasse! Ich sag bewusst das Wort, aber in dem Spur ist auch was anderes. Wer sind die Kranken? Woher könnte die Pest hierher gekommen sein? Oh, Wo ist sie nur hergekommen? Das Kloster ist isoliert und nur wenige dürfen es betreten. Bevor König Sigismund hier war, haben wir Ratze. viele Leute aufgenommen, die vor seinem Heer flüchteten. Wir haben den armen Seelen Essen und Zuflucht geboten. Manche wuschen sich zum ersten Mal seit Wochen wieder. Und in Armut, Hunger und Dreck breiten sich alle möglichen Krankheiten aus. Außerdem wird gerade in der Kirche gebaut. Zahlreiche Handwerker und Arbeiter gehen im Klosterhof ein und aus. Wo kommt denn Pest eigentlich her? Die entsteht ja nicht einfach so aus dem Nichts, wenn es irgendwo dreckig ist. Na, ich bin kein Doktor nicht, ich kenne mich nicht aus mit so einem Scheiß. Aber die weiß ich nicht. Aber das mit den Arbeitern klingt vernünftig. Ich habe so das Gefühl, wir haben einen Detektiv. Und wer sind diese 3 Patienten? 2 sind Mitglieder des Klosters. Beichtvater Stephan und Bruder Jaroslav, der im Skriptorium arbeitet. Und eines der Dienstmädchen. Aber ist es nicht ein allgemein verbreiteter Irrglaube, dass Ratzen das verbreiten und damals auch verbreitet haben? Ist das nicht irgendwie, das meint ja jeder, aber es ist gar nicht so? Irgendwas hab ich da im Kopf. Wo ist Lea? Lea, ich brauche Aufklärung. Ich brauche Leute mit Ahnung. Was beschäftigt dich, Albig? Schwer. Wie konnten sie sich alle anstecken? Probieren wir es einmal. Ist zwar schwer, aber vielleicht kriegen wir es. Das ist nicht zu erklären. Wie können alle 3 infiziert sein? Wenn die Pest zuschlägt, geht es sehr schnell. Das meine ich nicht. Du hast selbst gesagt, eine der Kranken ist eine Dienstmagd. Und soweit ich weiß, dürfen Frauen nicht ins Kloster. Das stimmt. Wie hätte sie sich dann ebenso anstecken sollen wie die Mönche? Das weiß ich leider nicht. Was nun? Was sollen wir nur tun, Albig? Sehen wir uns die Kranken erst einmal an. Dann gibt es keinen Grund mehr, nicht unter 4 Augen mit dem Abt über unsere Angelegenheit zu sprechen. Das war jetzt meine erste Frage gewesen. Ich gehe doch da nicht einfach hin. Hat man damals, das ist auch wieder was mich interessieren wird, hat man damals, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das spielt, 1500 irgendwas, 1400 irgendwas, hat man da schon gewusst, dass sie Krankheiten, hat es das Wort anstecken da überhaupt schon gegeben? Hat man das überhaupt gewusst? Hat man da nicht gemeint mit, oh scheiße, der Teufel, fuck. Der Teufel hat gesagt, der hat gewungen. Nee, geh in die Kirche zum Betten, dann geht der schwarze Fleck weg. Und wenn wir uns anstecken? Unsere Aufgabe ist es, Menschen in Not zu helfen. Und dazu gehören auch Gefahren. Du kannst aber jederzeit ablehnen. Herr Pisek schickt mich, dich zu bewachen. Ich glaube, er dachte dabei an andere Gefahren. Da wäre ich mir nicht sicher. Danke für das Angebot, Albig. Ich hätte es nicht gewagt, dich darum zu bitten. Du musst mir nicht danken. Ich bin Arzt. Und Menschen brauchen Hilfe. Nicht nur die in der Krankenstube. Wenn wir die Pest ausschließen können, beruhigt das vielleicht auch dich. Dafür bete ich. Schön, vielleicht Und ist ja gar nicht natürlich Pest, können wir wissen ja später gar nicht, was gerne das ist. unsere Angelegenheit besprechen. Ich lasse ein Zimmer für euch in der Krankenstube vorbereiten. Bruder Benedikt, einer unserer Novizen, wartet dort und kann euch alles Notwendige erklären. Danke, aber ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ich war schon oft hier, aber für Heinrich ist es das erste Mal. Könnte einer der Brüder Ihnen das Kloster zeigen? Nicht, dass er sich so oft verirrt wie ich vor all den Jahren. Natürlich. Wenn du möchtest, Heinrich, frag einfach Bruder Petromil.
Ich habe mit Ja, ihm König gesprochen, bevor Pedro du Mil- angekommen bist. Er führt dich herum und beantwortet gerne deine Fragen. Hab Dank, Pater. Vollgas, Also Ende mit. gut. Wir haben lange gesprochen. An die Arbeit. Kommst du mit mir in die Krankenstube, Heinrich? Ja. Natürlich. Ich lasse dich doch nicht alleine gehen. Das Unsere dachte ich mir schon. Folgen. Manche Personen kannst du folgen. Ah ja. Sag mal, Heinrich, schien dir der Abt auch verängstigt? Ja, ein bisschen. Ja. Wobei er ja nicht richtig versucht hat, es zu verbergen. Die Pest ist eine schlimme Krankheit. Aber man sollte sie in der Krankenstube erkennen. Wofür braucht er dich? Nun ja, das Kloster befindet sich nicht in gutem Zustand. Nicht, dass man das gleich merken würde. König Wenzel hat sich viel vom Kloster Sedlitz geliehen. Nun muss das Kloster Land verkaufen und die Schulden begleichen. Und als Sigismund mit seinem Heer in die Stadt einmarschiert ist, war das auch nicht gerade zuträglich. Und wenn die Wie Pest detailliert das da schon wieder alles gemacht ist, ist auch schon wieder völlig insane. Das könnte das Schicksal des Klosters besiegeln. Vielleicht müsste der Abt es dann auflösen. Aber lass uns keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es schaut einfach so gut aus, es ist verrückt. Es schaut einfach so gut aus. Servus, Katzen wurden anfangs für die Pest verantwortlich gemacht. Dann waren es Ratten und in Wirklichkeit waren es die Flöhe, die durch die Ratten in die Städte kamen. Es haben einige geschrieben, dass die da durch die Flöhe daherkommen sind. Petremil war ein bisschen buggy bei mir. Falls er bei dir auch hängen bleibt, einfach weggehen und wieder zu ihm hin, um die Führung fortzusetzen. Hanuta, Dankeschön. Das sind die absoluten Pro-Tipps, ohne zu spoilern. Kannst du wieder einen Heiltrank mischen, dass die wieder gesund werden? Ich weiß nicht, ob das hier hat. Du bist Mich. doch an allem schuld. Ja, ich hab zuerst so. getroffen und damit wäre der Kampf vorbei gewesen. Aber nein, du musstest das letzte Wort haben. Oh, Also, ist das der Beichtvater? Was hältst du davon, Heinrich? aber bin ich der Doktor oder du? Sehr schwer, den Mönch ansehen. Wir probieren es mal. Er sieht erschöpft aus. Bemerkt uns nicht mal. Was auch immer nicht mit ihm stimmt, belastet ihn sehr. So ist es. Und in seinem Alter ist jede Rika? Krankheit schwerwiegender als bei einem jungen, gesunden Mann. Nun ja, die gute Nachricht ist, dass er nicht allzu sehr leidet. Schmerz gehört zum Leben dazu. Aber niemand sollte zu sehr leiden. Wirklich niemand? Wirklich? Niemand? Mir fallen ein paar Ausnahmen ein. Ein Patient ist kein Freund oder Feind. Er ist ein Mensch. Junge So wie Bock, du spiel mir und aufs ich. Gehirn. Ein Mensch, der Hilfe braucht. Ist ja gut. Also, ist das jetzt die Pest oder... Ich will nicht voreilig sein, aber Albig? Albig von Unitschow? Zacharias, was tust du denn hier? Ich folge, wohin auch immer seine Majestät geht. Du weißt doch, wie das ist. Aber warum bist du nicht für deine Studien in Padua? Hast du dein Heimatland vermisst? Ich wurde für Dringendes nach Hause beordert. Und kaum bin ich hier, hat der Abt mich um Hilfe gebeten. Ach ja, diese Pest, vor der er so große Angst hat. Pest? Glaubst du das etwa? Bin ich so ein schlechter Lehrer? Natürlich nicht. Aber bislang stand nur mein Wort gegen das des Abts. Mit anderen Worten, ich bin äußerst froh, dass du hier bist, mein Freund. Entschuldige bitte, Herr, aber wer genau bist du? Heinrich, ich möchte dir Meister Zacharias von Prachatitz vorstellen. Er So war einst mein Rufbeschlechter. Schüler, aber ist seither ein guter Freund geworden. Und nun ist er der Leibarzt von König Sigismund. Du schmeichelst mir, Albig. Der Weg zu dieser Stellung war sehr viel anstrengender, als du anklingen lässt. Und du bist? Heinrich von Skalitz. Auf Befehl von Herrn Peter von Pisek bin ich hier, um Meister Albig zu beschützen. Ich weiß zwar nicht wovor, aber wer fragt mich schon? Hör auf, dich zu beschweren. Ein Helfer wie er ist vielleicht nützlicher, als du denkst. Aber gut, das hier ist Denesch. Er ist auch nicht ganz freiwillig hier, aber er ist ein zuverlässiger Mann.
Der schaut ein bisschen aus wie unser Pap. Also gut, jetzt wo wir Finde alle ich. einander kennen, können wir uns nun dem Patienten widmen? Zacharias, ich vermute, der Abt hat dich aus demselben Grund hergerufen wie mich. Ja, wobei ich bislang nur Zeit hatte, sie alle einmal zu untersuchen. Und was hast du herausgefunden? Alle 3 haben dieselben Symptome. Es fängt mit Schwächeanfällen an, dann Fieber, ein Ausschlag und später blutiger Durchfall. Am besten ist es dem schmackig. Beichtvater. Der kann noch sprechen. Der Dienstmagd und dem Übersetzer aus dem Skriptorium geht es deutlich schlechter. Sie schlafen die meiste Zeit. Und wenn sie sprechen, ist es nur Kauderwelsch, weil sie im Fieberwahn sind. Verstehe. Wenn das so ist, müssen wir das Fieber senken. Hat man dir einen Helfer gestellt? Ja, Benedikt. Er ist Novize und ein wenig sonderbar, aber er weiß mehr über Alchemie als die meisten Leute. Wir brauchen Alchie Leim habe ich nicht und so groß sauberes geskillt, Wasser muss für ich sagen. Kompressen. Am besten gekochtes Wasser. Hast du Kamillenaufguss? Benedikt brüht jeden Abend frischen Aufguss auf. Und was essen die Patienten? Sie bekommen Brot, Obst, gestern hatten sie Fisch, aber sie haben nicht viel davon gegessen. Ich probier's trotzdem. Das klingt nicht nach geeigneter Nahrung für die Kranken. Sie müssen doch zu Kräften kommen, oder? Da unten speibt die Hirne die ganze Zeit. Speck oder Brot mit Bratfett und Schweineschinken. War nicht sehr schlau, Heinrich. Danke für den Hinweis, Heinrich. Aber behalte das nächste Mal für dich. Oh, jetzt haben wir Aber unseren bei Ruf wieder einem verschlechtert, hast ist du nix. recht. Eine andere Ernährung wäre empfehlenswert. Sie sollten leichtes, nahrhaftes Essen bekommen. Am besten in flüssiger Form. Brühe, Eintopf, Haferbrei. Einverstanden. Dennis wird mit Kellerei Julia Wie schlecht. Da ist der Du Schweine. kennst den Weg zur Küche, nicht wahr? Ich kümmere mich darum. Dann hol von Joachim Kräuter. Ich habe ihm eine Liste gegeben von allem, was wir brauchen. Meine Herren. Hey, Hast du Joachim ich bin nicht zum gesagt? Kräutersammeln geschickt. So, Das ist so. neu. Wer ist dieser Joachim? Wer ist dieser Joachim? Kennst du ihn? Der Kräuterkundler des Klosters. Er lebt in einer Hütte im Garten hinter der Krankenstube. Aber an deiner Stelle würde ich ihn nicht zu sehr stören. Das ist ein grummeliger alter Kerl. Das sagst du bloß, weil du ihn nicht kennst. Ich kann dir noch mehr über ihn erzählen, Heinrich. Aber wir haben gerade Dringenderes zu tun. Kann ich irgendwie helfen? Du solltest am besten herausfinden, was die Kranken getan haben, bevor sie hier gelandet sind. Krankheiten werden über schlechte Luft übertragen. Wenn wir herausfinden, wo die 3 dieselbe Luft geatmet haben, finden wir die Quelle der Infektion. Mit wem soll ich anfangen? An deiner Stelle würde ich mit dem Beichtvater anfangen. Der ist als einziger wach genug für ein Gespräch. Beeil dich aber, weil es ihm jederzeit schlechter gehen könnte. Der Bazooka Joe schreibt, das sauberes Wammerl. Das Fieber hast. Da, friss mal ein Wammerl. Oh, Mann, ich hab Fieber. Möchtest du ein Wammerl? Ja, wie möchtest du das denn? Blutig, durch oder kaputt? Wammerl ist mir übrigens nur kaputt. Das muss so schwarz sein wie das da. Andere Aussagen und Vergleiche warten zu rassistisch. Wen soll ich nach der Dienstmark fragen? Soweit ich weiß, heißt sie Blagena. Sie erhält ihre Da hinten Aufgaben ist ein vom Rotzkopf, wir haben's Verwalter genau gesehen. Stennick. Also sprich mit ihm. Und angeblich hat sie hier eine Freundin, die auch etwas Gut, aber der wissen Wammerl könnte. aufgust. Versuch sie zu finden. So, herzlichen Glückwunsch. So, nicht Wen aufpasst. soll ich nach Nochmal. der Dienstmark fragen? Wie gesagt, rede mit dem Verwalter und auch mit dieser Freundin. Okay. Wer weiß denn, was der Mönch im Skriptorium übersetzt hat? Für alles mit Büchern ist der Bibliothekar zuständig. Er heißt Crispinus. Der hört sich gerne selber reden, aber wenn du geduldig bist, verrät er dir, woran der Patient gearbeitet hat. Oh, ich möchte meinen Wammerlaufguss bitte Crispinus. Kann ich dir bei noch etwas helfen? Nein, das reicht erst einmal. Wenn du etwas rausgefunden hast, komm wieder. Vielleicht wissen wir bis dahin auch mehr. So, mit den drei Affen da schmatzen. Nein, das fangen wir doch mit jemandem mal direkt an. So, moin Meister. Angelangen mag ich dich ehrlich gesagt nicht. Du schaust aber für dein Alter im Gesicht recht alt aus, aber so ganz schön stabil. Muss ich jetzt auch sagen. Als würde
als würde sich mir alles umdrehen. Keine Sorge, ich lasse dich gleich in Ruhe. Aber erst muss ich wissen, wen du in letzter Zeit gesehen hast. Und wo. Was? Wieso? Warum ist denn immer alles sehr schwer? Ich bin nicht sehr belesen, aber wir probieren es trotzdem. Aber ja noch... Ja, probieren wir es nicht. Ja noch verkacken wir es. Weil Meister Albig es mir befohlen hat. Der königliche Leibarzt, der sich nun auch um dich sorgt. Also weißt du selbst gar nichts. Du wiederholst nur, was er gesagt hat. Und jetzt verlangst du etwas so Ernsthaftes von mir. Ich bin Beichtvater, verstehst du? Ich darf das Beichtgeheimnis nicht brechen und dir verraten, was man mir anvertraut hat. Du Vollidiot! Es geht nicht nur um dich. Du musst das Beichtgeheimnis nicht brechen. Ich muss gehen. Ja, dann probiere ich nur das schwer. Du sollst mir doch nicht irgendetwas verraten. Namen reichen schon. Mein lieber Junge, wenn ich dir Namen nenne, glaubt doch niemand, dass ich es dabei belassen habe. Verzeih, aber ich kann dir wirklich nicht helfen. Ich verstehe. Ich will dir keinen Druck machen. Ruh dich aus. Warte, bitte. Denkst du, dass ich dich auch um etwas bitten könnte? Na! Worum denn? Ich hätte gerne ein paar Blumen hier. Etwas Lebendiges, um den Gestank der Tränke zu übertönen. Der mir mal einen Gefallen, vielleicht verrät er uns dann was. Ich gucke mal, was in der Nähe wächst und bringe dir welche. Dann ist es hier wenigstens hübscher. Danke dir, Bursche. Bursche. Herr Hockmannick, mehr als 36 Monate im Mittelalter hat der Abt durch das Reiben von Frauenbäuchen ungeborene Kinder verschwinden lassen. Die sogenannte Abtreibung. Die sogenannte Abtreibung. Alter, schau das Licht da, wie neidisch das ausschaut. Herr Hockmannick. Schleich dich! So, jetzt schauen wir uns erstmal die Map an. Sedlitz! Schaut ziemlich groß aus. Es gibt so einen Haufen Punkte, Gemächter, das eine Empfangshalle, da gibt es einen Alchemietisch. Da ist der Bibliothekar der Crispinus, der Crispy Bob. Lass dich im Kloster herumführen. Sprich mit dem Verwalter Sedner. Ich glaube, das mit dem Kloster herumführen, das machen wir zum Schluss. Jetzt gehen wir mal aber wir müssen eigentlich zu B, gell? Hängen die Quests alle zusammen? Lass dich im Kloster herumführen. Oh, das ist optional. Müssen wir fast mal. Wenn wir uns in Ruhe die ganzen Bums anschauen wollen, und das wollen wir, dann müssen wir uns jetzt rundum führen lassen, weil hernach ist die Quest führt. So, wo müssen wir jetzt? So Richtung B. Steuern wir mal ein wenig durch. Was ist da los? Schon groß. Du bist hier immer willkommen, edler Herr. Edler Herr? Wahrscheinlich. Herr Gren! Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, da hat Ehre Gren. Und Blumen brauchen wir natürlich auch noch. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber wieso habe ich jetzt da habe ich keine Quest dafür. Jetzt lassen wir uns erstmal rundum führen. Haben wir da Blume? Löwenzahn, den kannst du haben. Ah ja, da war immer diese lustige kleine Animation, gell? Löwenzahn! Den kann er haben, dieser gute. So, nochmal Löwenzahn. Scheiße, ein Löwenzahn. Wo reden wir da eigentlich überhaupt umeinander? Ich habe überhaupt keine Orientierung. Ah, im Klosterinneren. War das der Typ, der da auf der Bank gesessen ist, wie wir hochgekommen sind? Ich denke schon. Dann schauen wir jetzt da rein. Also. So, grüß Gott. Die Wachen schauen auch sehr stabil aus. So ein Kreuzritter-Wappen hätte ich gern. Sei gegrüßt. Grüß dich schon zurück. Ja, haben wir einen Handstand. So, bei ihm da wahrscheinlich, oder? Servus! Würdest du mich im Kloster herumführen? Bruder Petromil? Ja, und du bist? Mein Name ist Heinrich. Ich begleite Albig von Unitschow. Der Abt meinte, du könntest mir das Kloster zeigen. Natürlich. Das Klostergelände ist sehr weitläufig, also freut es mich, dass du meinen Rat suchst. Wollen wir gleich beginnen?
Alle! Ja, bitte. Haben Sie rein, nur die Ruhe, Alter. Nur die Ruhe, Hopfe. Ist das Stehlen oder Aufheben? Ich nehm da mal mit. Unser Kloster Ich war nehm... das erste Zisterzienserkloster in Böhmen und ist deshalb die Mutter aller Klöster. Jetzt kriegen wir unseres eine Ordens Geschichtsstunde, in diesem passt so. Lande. Hat der Bruder Petromil Knierschein, ja. An seinem Dätsohn. Ich komme mir schon wieder ein bisschen vor, als hätten wir miteinander Das einfach einen hier Film ist das anschauen. Tor zum Kloster. Auf dem Gelände selbst findest du die Wohnstätten der Arbeiter, die Farmgebäude und die Krebsteiche. Auf der anderen Seite des Klosters haben wir einen Obsthain und Gärten. Ich habe einige Ritter gesehen. Leben die hier? Das sind Brüder des Deutschritterordens. Der Abt hat ihnen angeboten, sie hier zu beherbergen, während sie in Kuttenberg Ressourcen für ihre nächste Reise sammeln. Sigismund, Ritter. Der Abt versucht wirklich allen zu helfen, nicht wahr? Die Regula Benedicti verlangt von uns, den Bedürftigen zu helfen. Aber Aber ich bezweifle, dass der heilige Benedikt die Bedürftigen in Seide und Stahl meinte. Er wird Musik dann einsetzt, wenn es in das Kloster reingehst und so, ist es einfach nur geil gemacht. Der Schatten lässt da ja ein bisschen zu wünschen übrig. Wirklich. Dies ist die Küche. Hier überwacht Kellerer Julian die Vorräte des Klosters und die Mrs. Galsen lässt mir sie wieder Zwill. merke ich mir, falls ich mal Hunger habe. Ja, aber bitte sprich nicht allzu Schwuler viel wird's halt mit nicht den mehr. anderen Brüdern. Danke dir. Warum nicht? Haben Sie ein Schweigegelübde abgelegt? Die Regula Benedicti legt uns das Schweigen nahe. Die Brüder sollten nicht unbedacht quatschen, sondern sich auf ihre Arbeit und auf Gott konzentrieren. Das kann ich nicht versprechen. Kann ich nicht versprechen. Ich soll Meister Albig helfen und das geht nicht, ohne dabei zu sprechen. Verstehe. Dennoch bitte ich dich darum, dich auf die wichtigen Fragen zu beschränken. Setzen wir die Führung fort. Bitte, folge mir. Meine Schuld. Dann reden wir einfach über den Haufen der Zigeiner. Bast Hero, der viel Spaß für den Erzähler, ist wirklich gut geworden. Herr Bast Hero, merci dir. Ich hoffe, dass er gut ist. Merci für 45 Monate. Ich darf mir wirklich so sehr ein Rollenspiel wünschen. Vielleicht das nächste nicht nochmal in dem Universum, sondern in einem fiktiven, in einem anderen. Fallout Hier war sind einfach die geil. Bibliothek Oder sowas und wie das Fallout. Skriptorium des Klosters. Bruder Crispinus, unser Bibliothekar, leistet Hervorragendes. Unsere Sammlung ist vielleicht nicht die größte, aber sie ist sehr vielfältig. Woran arbeitet ihr hier? Kann ich Bücher ausleihen? Bücher interessieren mich. Kann ich hier Bücher ausleihen? Ja, aber lies sie bitte in der Bibliothek. Es ist eh schon ein Problem, dass viele Brüder sie nicht zurückgeben. Ich glaube, ich habe auch 1 oder 2 Bände in meiner Zelle liegen lassen. Kann ich dabei helfen? Das entscheidet Bruder Crispinus. Aber er ist schon überarbeitet und hat so viel zu tun. Frag ihn ruhig. Na gut, ich rede mit ihm, falls Albig mich nicht dringend braucht. Das wäre zu freundlich von dir. Lass uns weitergehen, ja. Dies ist der Kapitelsaal. Hier empfängt Also wenn Abt das Jan- für die damalige Zeit, ich weiß ja nicht, wie groß das da Bibliotheken waren, aber die Bücher schauen mich so stabil an, da ist eins so groß, so viel in meinem ganzen Leben noch nicht gelesen. Hab ich das Gefühl. Skalzen leisten! Magst für den Cyberfox mal einen Deutschritter stehen bleiben und ihn anschauen, während wegen der Darstellung? Hä? Was ist denn der Deutschritter? Den da? Bleib in der Nähe. Das Kloster ist groß und ich möchte nicht, dass du dich verläufst. Ich verstehe nicht ganz. Hä? Hat das gelangt? Was auf Pause drückt? Ist das ein Deutsch? Dies Was der ist ein Deutschritter? Kapitelsaal. Hier empfängt Abt Jan wichtige Besucher und Pilger. Wie bei Sigismund zum Beispiel? Das war natürlich unser wichtigster Besuch. Und Gehen wir mit da mehr Bombenhealing und schauen, was passiert. ja. Hattet ihr in letzter Zeit noch andere Besucher?
Als Sigismund abzog, blieb sein Hofarzt Meister Zacharias hier. Und was macht er hier? Er hilft Bruder Benedikt in der Krankenstube und bringt ihm viel Neues bei. Also, warum genau ist dein Meister hier? Das darf ich nicht verraten. Und überhaupt, sollen Mönche sich nicht aus weltlichen Angelegenheiten raushalten? Das ist recht schwer, wenn der Abt die Welt durch unsere Tore lässt. Setzen wir die Führung fort. Bitte, folge mir. Ja, bitteschön. Los geht's. Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, dass ich die Dreiviertel die Zeit im Stream meine Fresse zu halten habe. Das Herz unseres Klosters auf. Entschuldigung. Bitte ignoriere die anhaltenden Arbeiten. Ich sag, dass der Zacharias schuld ist. Egal an was, der kommt vom Sigismund. Das kann nicht sein. Der heilige Gral! Was haben wir da so? Goldener Krug. Bruder, da kann man das ganze Kloster ausräumen und heimfahren und verkaufen. Kruzifix wie Willkommen dermaßen. in der Kirche St. Maria Empfängnis. Das ist der Stolz unseres Klosters und ein bedeutendes Wahrzeichen unserer Region. Warum ist da ein Loch im Boden? Warum ist da ein Loch im Boden? Wo ist denn das Loch? Ja, das ist eine der Gefahren bei andauernden Reparaturen. Ah, ja. Aber darum muss ein Gast sich nicht sorgen. Egal. Erzähl mir davon. Es gibt nicht viel zu erzählen. Bei den Reparaturen stürzte ein Teil des Fußbodens in den Keller hinab und wir arbeiten an der Reparatur. Was ist da in dem Keller? Das ist doch nicht alles. Komm schon. Das ist doch nicht alles. Ein Keller unter der Kirche? Bewahrt ihr auf heiligem Boden Zwiebeln auf? Keine Zwiebeln, sondern Tote. Unter der Erde befindet sich eine Krypta, in der Äbte und andere respektierte Wohltäter des Klosters zur Ruhe gebettet wurden. Ich verstehe, warum ihr das für euch behaltet. Das klingt wirklich nach einem schlechten Omen. In der Tat. Vielleicht lassen wir die Arbeiter in Ruhe arbeiten und gehen auch weiter? Ich würde gerne noch länger in der Kirche bleiben. Ich habe sie oft von Kuttenberg aus bestaunt. Ich freue mich, sie endlich auch von innen zu sehen. Vielleicht bringt der Anblick des Turms sie zur Reue, das Kloster hinterfragt zu haben. Was ist passiert? Die Bruderschaft von Kuttenberg wollte ihre eigene Kirche in unserer Gemeinde errichten. Ich erspare dir die Einzelheiten. Aber der Streit war so ernst, dass der Papst einen Legaten hergeschickt hat, um die Sache zu klären. Oh, was du nicht sagst. Wann kommt er an? Der war schon da. Aber sein Besuch... Nun, der fand zeitgleich mit dem Überfall auf den Welschen Hof Für die Pest statt. hilft auch ein Setzen wir die Schnaps. Führung fort. Schnaps hilft gegen Wir alles. sind fast fertig. Ist das zweimal verbrennt, Schnaps drüber. Ha, den Legaten kennen wir doch. Ich denke auch. Es heißt ja, dass man Bekanntschaft macht mit alten Gesichtern. Aber da meine ich, müssen schon ein bisschen mehr auffahren, wie die paar Hansel, die uns jetzt da bis jetzt versprochen haben. Aha, da schauen auch Leute Geschichtsfenster. Sympathisch. Ist dir bei deiner Ankunft der Friedhof... Er erzählt gerade von der aufgefallen? Lateinquest. An die kann ich mich nicht mehr erinnern. Was waren da? Was waren die Lateinquest? Haben wir da Latein schmatzen müssen, ohne dass wir es kennen? Kann man die Rosen pflücken für den anderen Affen? Na, kann ich nicht. Da war's das jetzt schon wieder, oder was? Oder ist es ein anderer Innenhof? Da hat sich der Godwin als Bischof ausgegeben. Ja. An dem Tisch, in dem Raum drin, dann, ich erinnere mich schon noch. Diese Aber an die Zellen Person sind für erinnere ich mich nicht Brüder, mehr. die im Kloster einen offiziellen Rang bekleiden. Und welche Zelle ist deine? Wenn du vom Gartentor kommst, dann ist es die erste Zelle auf der rechten Seite. Aber ich Nach der Führung verbringe bist du einen trotzdem Großteil des orientierungslos, Tages ja. mit meinen Runden durchs Kloster. Oder ich helfe dem Abt, der sein Studierzimmer über uns hat. Ja, wo ist er mal gesehen haben? Weil ganz ehrlich, das ist der zweite Innenhof, oder? Gehen wir weiter? Bitte, hier entlang. Als nächstes zeige ich dir die Kapelle des Abtes. Ist das dem Abt egal? Offenbar nicht. Seine Exzellenz, der Abt, hat mich angewiesen, dir so viel vom Kloster wie möglich zu zeigen. Und für ordentliches Latein musste Einschließlich Godwin der besoffen sein. Kapelle. Ja, ich Er erinnere mich. meinte, Unwissenheit sollte dich nicht daran hindern, deinem Meister zu helfen. Ich bin nur gespannt, was da alles passiert.
Dies ist der letzte Teil der Führung. Oh. In dieser Kapelle betet der Abt. Das Gemälde über dem Altar zeigt den Erzengel Michael, der auf einer Waage Seelen beurteilt. Wir sehen, wie Sünder zu Höllenbestien hinabstürzen und fromme Seelen zu den Himmelspforten aufsteigen. Warum haben alle knockert? Und warum gelangt sie ihm da ans Arschloch? Kann man das nicht mal erklären? Da, ich sehe es genau über meinen Punkt. Warum steckt sie ihr meinen Finger in den Popo? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, Herr Bönni hat die alten Streams noch mal angeschaut, damit er sich auskennt. Gott behüte dich. Wie verläuft die Wache? Das wäre das die Dinge, wenn ich ums Eck gehe und frage, wie die Woche läuft und bin dann einfach weg. Weil es am Abt gefällt, ja. Ich habe auch das Gefühl. Stadi. So, da haben doch nur ein paar Blärmen, die nehmen wir mit. Da, hier ist das Blärmi. Nein, ist kein Blärmi. Ist dieser Blärmi? Nein, ist das Löwenzahn? Löwenzahn, nehmen wir mit. Löwenzahn, nehmen wir mit. Wieso muss ich ihm jetzt eigentlich folgen, wenn wir mir schon fertig haben quasi? Und hier ist die Krankenstube, wo du Meister Albig finden wirst. Hast du noch weitere Fragen? Eigentlich nicht. Danke, aber nein. Okay. So, das hat mir genau einen Scheißdreck gebracht, weil ich keine Ahnung habe, wo wir sind, wo wir waren und wo wir hin müssen. Jetzt gehen wir da hin. Richtung D. Jetzt schmeißen wir mit dem anderen auf. Hab grad Bruder Promille gelesen, ja, das stimmt ja. So, Vollsprint, wo geht's da rein? Was ist hier los? Gott schenke dir Gesundheit. Du hast entdeckt? Lager. Gibt's was zu messen? Ist das Stehlen? Ja, das ist wieder Stehlen, ich mag nicht stehlen. Wer bist du? Der Gehilfe. Der wieder reingeht. Wo ist denn der kranke Teufel? Der liegt doch da drin. Der liegt ja da drin. Ah, liegt er im Keller und... Ja, er ist definitiv oben. Die Frage ist, wo? Schauen wir mal auf Karten. Sprich mit Verwalter... Kann ich nicht aussprechen. Ach, du bist das. Schönen Tag dir. Hi! Du bist Stanek, oder? Ich habe gehört, du bist der Verwalter hier. Ich muss mehr über Blajena wissen. Sie liegt in der Krankenstube. Was interessiert dich das? Es geht ihr nicht gut. Meister Albig behandelt sie. Aber er muss wissen, was sie in letzter Zeit gemacht hat, damit er ihre Krankheit verstehen kann. Oh, verstehe. Das ist was anderes. Was willst du denn wissen? Was macht sie so? Welche Arbeiten verrichtet Blajena für gewöhnlich? Alles Mögliche. Sie ist eine Dienstmagd, also macht sie, was so anfällt. Macht Sinn. Ist sie manchmal ins Kloster gegangen? Warum sollte sie das tun? Frauen dürfen nicht ins Kloster. Aber sie hat es dennoch an Orte geschafft, an denen sie nichts zu suchen hatte. Ja, Wie meinst du das genau? Das klingt furchtbar, jetzt, wo sie krank ist. Was auch immer es ist. Raus damit. Ich glaube, dass sie gestohlen hat. In letzter Zeit ist Essen aus der Vorratskammer verschwunden. Und sie und ich sind die einzigen mit einem Schlüssel. Ich wollte sie gerade rauswerfen. Aber dann wurde sie krank. Wo schläft Blajena? Ich würde Mir mir kommt der gerne Name ihr Zimmer bekannt vor. ansehen. Wieso? Wer den ausspricht. Woher soll ich wissen, dass du nichts klaust? Entschuldige mal. Ich kann Meister Albig herholen, wenn du darauf bestehst, aber der hat Besseres zu tun. Wie Blajena und den anderen das Leben zu retten. Ist ja gut, du musst nicht so schreien. Blajena schläft eigentlich, im wer Haus er ist? gegenüber von der Kirche, so wie die meisten Bediensteten. Wenn du reinkommst, geh durch die rechte Tür, dann die Treppe hoch. Ihr Bett und ihre Truhe stehen am Fenster. Ich sehe mich dort mal um, wenn das in Ordnung ist. Wem stand Blajena am nächsten? Sie hat sich ein Zimmer mit Valerie geteilt. Ich musste die beiden oft trennen, damit sie nicht nur quatschen. Woran erkenne ich Valerie? Ganz einfach. Sie ist das einzige blonde Dienstmädchen. Und wo finde ich Valerie? Das ist sie. Sie steht da drüben. Aber hör mal, erzähle ihr nicht von meinem Verdacht. Sie kriegt das vielleicht in den falschen Hals. Tja, vielleicht verzeihe ich sie ja aber doch. Danke. Sie steht da drüben. Irgendeine Blonde. Sag dir mal ihr Tier auf. Bist du die Valerie? Tatsache. Grüße. Hi! Ich muss mehr über Blajena rausfinden. Und angeblich kennst du sie am besten. Also, wir teilen uns ein Zimmer, aber viel mehr auch nicht. Wieso? Ich helfe dem Arzt bei ihrer Behandlung. Und alles, was wir über sie wissen, kann helfen.
Ich habe mit dem Verwalter gesprochen, aber der war keine große Hilfe. Meinst du Stanek? Was hat er dir über Blajena erzählt? Tja. Na, er hat wohl den Verdacht, dass Blajena gestohlen hat. Dieser Drecksack. Ich wusste doch, dass er dir Lügen erzählt. Wie kannst du sicher sein, dass Stanek gelogen hat? Weil ich ihn auf frischer Tat ertappt habe. Ich habe gesehen, wie er Blajenas Sachen durchsucht hat. Ihre Truhe. Du glaubst, dass er nach etwas gesucht hat? Vielleicht. Ich habe gesehen, wie er etwas aus ihrer Truhe genommen hat. Aha. Weißt du, was er mitgenommen hat? Nein, es war schon recht dunkel und der Mistkerl hatte schnelle Finger. Aber es muss klein gewesen sein. Gleich danach hat er sich rausgeschlichen und ist draußen in den Keller gegangen. Du verstehst es. Und was für ein Keller ist das? Der Eingang ist im Hof unter der Treppe. Da unten wird auch Essen gelagert, aber vor allem sind dort die Weinfässer des Klosters. Außerdem gibt es da unten ein paar Zimmer. Für manche davon hat nur Stanek den Schlüssel. Klingt nach dem perfekten Versteck für Diebesgut. Tja, ich kenne einen ziemlich guten Dieb, der da mir reingeht und sie denkt, schauen wir mal. Weißt du, wo Stanek schläft? Vielleicht sollte ich mich dort mal umsehen. Wir wohnen im selben Haus. Blajena und ich schlafen oben. Er hat sein Bett in der Küche unten, gegenüber von der Tür. Wo im Kloster war Blajena normalerweise unterwegs? Überall? Gut, aber das hilft mir nicht. Wo ging außer ihr niemand hin? Stanek hat ihr einen Schlüssel zur Vorratskammer gegeben. Den hatte sonst niemand. Und wo ist diese Vorratskammer? In dem Keller, von dem ich dir schon erzählt habe. Der, in den auch Stanek gerannt ist. Und dann schauen wir uns doch diesen Keller Warum mal sollte an. Stanek behaupten, dass Blajena stiehlt? Ich weiß nicht, was bei den beiden los war. Aber in letzter Zeit hat er ihr viel Ärger gemacht. Ich glaube, er wollte sie loswerden. Eine Zipfen hat er nicht dürfen, Wo hundertprozentig. Blajena krank ist? Das ist bloß Wasser auf seinen Mühlen. Die Arme kann sich nicht mal verteidigen und das will er ausnutzen. Warum sollte der Verwalter eine einfache Dienstmagd loswerden wollen? Reicht es nicht, dass er ein Halunke ist? Vielleicht wollte er was von ihr und Was sie sag hat ich ihn denn? ausgelacht. Was sag ich denn? Das Naheliegendste. Du tratschst ganz gern, oder? Sag mal, du tratscht ganz schön gerne, oder? Ich? Also hör mal. Und da wieder los! Hier ist jeder Tag Herr gleich. Fankel, Sepp, bist du nicht am Montag schon Mitglied geworden? Was ist denn da kaputt? Also höre ich eben zu, worüber sie sich so Welcome to the unterhalten. squad. Man weiß nie, wann das mal Hey, nützlich sein Motte! könnte. Ab in den Chat. Blajena einen Liebhaber? Merci dir. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also war jemand hinter ihr her. Ich habe nur einmal gesehen, wie sie am Eingang des Klosters mit einem Mönch geplaudert hat. Mönche sollen doch nicht mit Frauen reden, oder? Und ich habe auch niemandem davon erzählt. Behalte du das auch für dich. Blajena hat es schon schwer genug. Das reicht fürs Erste. Dann sehe ich mich mal im Keller um. Mal gucken, was ich da finde. In Ordnung, aber wie soll das dabei helfen, dass es Blajena besser geht? Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht. Aber Meister Albig will, dass ich so viel herausfinde wie möglich. Und wie geht es Blajena? Nicht gut, sie kommt durch. Ich bin mir nicht sicher, bei der waren wir noch nicht. Woher soll ich das wissen? Wer weiß. Ich will dir keine Angst machen oder falsche Hoffnungen geben. Aber sie ist in guten Händen. Hoffen wir das Beste. Ich vermisse ihre gute Laune und ihr Lachen. Ohne sie ist das hier so still. Wir sehen uns, Ja. mein Freund. Aber sonst hast du gesagt, dass die nicht recht interessiert und ihr euch bloß ein Zimmer teilt, oder was? Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, rein in den Keller. Was darf man sonst durch? So wie Blajenas Zimmer. Schauen wir uns die Gaudi da mal an. Komm ich mit der Fackel? Ist das ihr Zimmer? Nein, müssen wir aufgehen. Türe rein und rechts hat's geheißen. Ah ja. So, was haben wir hier? Schlüssel zur Speisekammer. Nehmen wir gleich mal mit. Kannst gleich mal her an den Bums. Was ist denn da drin? Kann man das da aufmachen? Dietriche nehmen wir mit. Groschen nehmen wir auch mit. Das ist sehr viel Geld. Verdächtig viel für eine einfache Magd. Da schau hin. Die haben zusammengearbeitet, das sagt ich. Was haben wir da getötet? Das Rehfleisch, Schweinefleisch und Verbände. Die können wir nicht brauchen. Die können wir nicht brauchen. Schauen wir da noch eine. Schnaps, Zinnkriegel. Klauen mag ich jetzt da eigentlich nicht, weil sonst kriegen wir bloß wieder einen Stress. Und dann ich sagen, in den Keller müssen wir rein. Durchsuche den Keller, den schauen wir uns an. Den schauen wir uns an. Mein Schlossknacken-Skill ist mittlerweile so brutal, dass ich leichte Schlösser einfach aufmachen kann.
So, ich geh jetzt da. Ob wir noch nicht reingehen? Ah, da ist der Keller. So, ich mach mal Fackel einmal aus, damit mich keiner sieht. Durchsuche den Keller. Das kriegen wir hin. Schwupp. Da ist ein Haufen Zeug. Zwiebeln, Das müssen die Fässer aus Loretz sein. Weinfasseln, Stielen, Wein aus Loretz, Schnaps, ein paar Hasel, gut, so Sauerkraut. Was haben wir da? Einen sauren Speck. Ja, gut. Findet man nichts, aber das war auch die Bude zuvor. Da war wieder Letten am Boden. Da drin ist es ganz schön nass. Von hier kommt also das Wasser auf den Boden. Bottiche. Was machen Bottich-Sachen? Warum ist das alles da hinten? Schlossknacken, schwer, das kriege ich hin. Kurz die Fix, ich drücke immer zum Ducker auf X. So, kriegen wir schon aufgebaut. Eine Diebeskarriere soll sich doch noch auszahlen. Entrillt. So. Grüß Gott. Warum ist der blöd? Warum wurde hier überall Wein verschüttet? Okay, das ist Wein, Entschuldigung. Sind wir da, sind wir da? Da war was? Stielen? Ich mag eigentlich nichts stehlen. Wein in einem Bottich? Aber der sieht richtig verwässert aus. Strick. Hat Stanek vielleicht Wasser reingeschüttet? Vielleicht hat er sich Bott drin. Natürlich. Jetzt verstehe ich das. Verwalter Stanek verwässert den Kloster. Der steckt dann Wein! Der Huren! Der Abt davon erfährt, schmeißt er ihn raus. Tja, der ist mir sowieso gleich mal ein bisschen komisch vorgekommen, der Typ. So, die Frage ist nun, was haben wir jetzt für Optionen? Stelle Stanek zur Rede, oder wir sagen es ihm. Der dritte Kranke ist Bruder Jaroslav, der Bücher im Kloster kopiert, bla bla bla. Ich sollte noch einmal mit Stanek reden und versuchen, mehr von ihm zu erfahren. Ja, wir haben jetzt natürlich auch so ein kleines Druckmittel. Was ist da los? Ja, Meister, jetzt seid ihr mal ganz langsam. Ich weiß, dass du ihn verwässerst! Ich weiß, dass du den Klosterwein verwässerst. So nicht! Ich darf doch bitten. Tu nicht so, als hättest du mich nicht verstanden. Du weißt, wovon ich rede. Geht es dir gut? Vielleicht solltest du dich hin... Ich war in deinem Keller. Was? Aber den darf niemand betreten. Und Oh ich nein. weiß jetzt auch, warum nicht. Unterhalten wir uns jetzt mal in Ruhe. Ist ja gut. Aber nicht hier. Komm mit, wenn dich irgendjemand hört. Schwer, ich gehe nirgendwo hin. Ich gehe nirgendwo hin mit dir. Wir reden hier und jetzt. Ach, komm schon. Was, komm schon? Psst, nicht so laut. Was, komm schon! Keiner soll dich hören? Dann raus mit der Sprache. Also gut, ich werde nichts mehr sagen. Hör einfach auf zu schreien. Also, was willst du von mir? Geld? Hab ich nur? Warum hast du über Blagena gelogen? Was hast du Blagena gestohlen? Was hast du aus Blagenas Truhe genommen? Genommen? Ich? Tu nicht so. Man hat gesehen, wie du ihre Sachen durchwühlt hast. Was hat Blagena überhaupt mit all dem zu tun? Hat die Schlange was zu dir gesagt? Rede nicht so über sie. Das arme Ding könnte sterben. Und überhaupt, warum sollte sie mir etwas erzählen? Weil sie auch dahinter gekommen ist. Ich hab mal vergessen, die Kellertür hinter mir abzuschließen. Und da hat sie mich erwischt. Deshalb hast du sie also verleumdet. Damit ihr niemand glaubt, wenn sie jemandem von dir berichtet. Du bist wahrlich ein Mistkerl, weißt du das? Scher dich zum Teufel. Also, was hast du aus ihrer Truhe genommen? Ich habe einen Schlüssel in ihrer Truhe gefunden. Was für ein Schlüssel? Wofür? Er ist für den Keller des Klosters. Du meinst deinen Keller. Nein, das ist der Schlüssel zum Keller unter dem Kloster. Aber woher soll Blagena den denn haben? Frauen dürfen nicht mal ins Kloster. Ja, ich weiß es nicht. Ach Gott im Himmel. Und mehr weißt du nicht? Das ist alles, ich schwöre es. Dann gib mir den Schlüssel. Ich habe ihn nicht dabei. Wo ist er dann? Ich habe ihn dort versteckt, wo ich auch das Silber vom verwässerten Wein aufbewahre. Ich dachte mir, dass du für dein Schweigen etwas haben willst. Das dachte ich mir auch! Nein, ich nehme nur den Schlüssel, ich bin ein netter Kerl. Behalte das Silber. Ich will nur den Schlüssel. Wirklich? Dann sind wir uns wohl einig. Komm mit. Tja, ich werde dem Trottel die anderen aber halt trotzdem sagen, dass du einen Wein verwässerst, du Vollidiot. Kann man den Kickerl eigentlich streichen?
Na. Miezi! Wo ist denn jetzt hin? Da war Miezi! Sei gegrüßt. Scheiße, wo ist denn der andere jetzt hin? Da ist er. Hat's im Hauptspiel Mizis gegeben? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. So, wir weiden jetzt die Scheißbude da weg. Das die Weinfelder, die schauen auch brutal gut aus. Wahnsinn, wie gut, dass die Bladel ausschauen. Das ist schon verrückt. Ja, der Hopfer. Zum Bier mal. Der eigentlich, also ganz ehrlich, so ein Klosterleben war eigentlich schon ganz geil, oder nicht? Damals zumindest. Bier brauen, Wein mal, ein bisschen Zahn abschreiben, beten und saufen. Fertig. So, Meister, wo rennst denn du jetzt eigentlich umeinander da? Ich renne mir einfach noch. Ach ja, schön Bürger entspannt bei dir zuschauen. Komm näher. Ach, sicher? Ich will hier nicht schreien. Bruder, es ist 10 vor 10. Was? Also. Was? Du noch? Wir haben doch... Bruder, wir haben doch gerade zum Speino gefahren! Wo ist der Schlüssel? Hier, nimm. So wie versprochen. Möchtest du mich verarschen? Versprich, dass du dem Abt nichts vom Wein erzählst. Der lässt mich hängen oder zumindest rauswerfen. Nö. Aber wenn ich im Kloster bleibe, könnte ich dir von Nutzen sein. Aha, wie denn? Das. Als Verwalter kann ich dir alles Mögliche besorgen. Dietriche Hab und ich anderes nur. Nützliches. Oh ja, nur. Mal sehen. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach. Aber jetzt Also hau als Frau war das beste Leben. Was ist wirklich? So, Blaschenas Schlüssel. Wo müssen wir jetzt hin? Kleine Affentyp da. Schnellreise gibt's da nicht, gell? Jetzt müssen wir wieder das ganze Sprich mit Bibliothekar. Haben wir sonst irgendwelche Quests? Die verbotene Frucht mit Crazel wird es wirklich nie lang, wenn ich aufgebe. So ist andere Region, gell? Jetzt können wir bloß noch mit dem Bibliothekar da schmerzen. Einen Schlüssel haben wir. Die Frage ist, was wir da damit jetzt anstellen. Ewig! Merci für 10 Monate. Dann werde ich um 9 vor 10 nur schnell meine Nachricht los. Sehr schön. Da erinnern, es sind doch auch nicht so viele Ratzen umeinander gelaufen im Originalspiel, oder? Wobei ich mich glaube, daran zu erinnern, dass die auch wieder natürlich irgendwo in dem Vent verschwunden sind und so. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber gut. So. Ab zum Crispiarius! Okay, weiter, es kann doch nicht einfach schon 5 vor 10 sein. Leg mir doch am Arsch. Was ist, ja, ich brauche nichts erklären. Ja, gibt auch eine Hütte auf der Kuttenberger Map mit einer Katzenfrau. Die weiß ich nicht mehr. Und ich habe glaube ich 80 Stunden im Spiel. Ist jetzt nicht unendlich viel, ohne DLCs wohlgemerkt. Ich habe wirklich vieles angeschaut. Natürlich nicht alles, aber sehr vieles, sehr genau. So. Kommen wir da überhaupt irgendwo hin und auf der anderen Seite außer, ich weiß es nicht, wir werden es herausfinden. So, da ist Bücherei. Da ist doch der Christi Du bist hier immer willkommen, edler Herr. Edler Herr. Oh, du hast einen kleinen Schiebe auf dem Knie schon hin. Grüße. Was möchtest du? Was weißt du über Bruder Jaroslav? Du bist Bruder Crispinus, nicht Herr wahr? Donner! Mir ist für 76 Ich bin wegen Monate. Jaroslav Ich gehe doch stark davon aus, dass Er 117 arbeitet auch als gesuchtelt wird, Übersetzer. oder? Freitag, Ja, 20 Uhr. Der arme Jaroslav. Selbstverständlich. Ich bete täglich für seine Gesundheit. Gott hat ihn mit außerordentlich... Allerdings muss ich kurz anmerken, bei Anno bin ich mir nicht sicher, ob das länger Spaß macht wie maximal 2-3 Mal. Und wie ich das da sehe, wenn das wirklich 10 bis 15 Stunden dauert, Freunde der Sonne, dann müssen wir das wieder auf das da, was wir jetzt gerade spielen, wieder auf Freitag verlegen, dass wir 3-4 Stunden reinzocken können. Sonst wären wir wieder nicht fertig damit bis Januar. Und das hätte ich gern vor Weihnachten fertig. Ich darf aber auch gerne noch andere Sachen spielen, außer das vor Weihnachten, nämlich Dispatch zum Beispiel. Das schaut verdammt gut aus und auf das habe ich Bock. Talent und einem scharfen Verstand. Der Bre ist einfach Friedrich Merz. Merz. Tragisch, wenn. Aber nein, solche Gedanken helfen keinem. Schon ein bisschen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Heinrich. Ich helfe Meister Albig in der Krankenstube. Nun gut, was möchtest du also über Jaroslav wissen?
Wo schläft Jaroslav? Kannst du mir vielleicht verraten, wo er geschlafen hat? Er hat eine Zelle im Schlafsaal oben. Geh vor dem Skriptorium die Treppe hoch und dann nach rechts. Dann ist es die 5. Zelle von der Tür aus. Danke. Kann ich mir sowieso nicht merken, das filmt man dann schon. Herr Wulfric, wie lange bist du jetzt dabei? Wie oft hat es schon funktioniert, wenn ihr mir sagt, was ich tun soll? Was hat er hier gemacht? Woran genau hat Jaroslav hier gearbeitet? Er arbeitet an einer Übersetzung eines Buchs, das aus Genua stammt. Als es ihm noch gut ging, hat er von nichts anderem gesprochen. Er spricht Latein, Italienisch und Französisch. Und dank seiner Arbeit haben wir zahlreiche wertvolle Übersetzungen in der Bibliothek. Welches Buch hat er übersetzt? Es heißt das Decameron. Und worum geht es in diesem Decameron? Ich habe es selbst nicht gelesen. Mein Italienisch ist nicht so gut wie Jaroslavs. Also wollte ich warten, bis seine Übersetzung fertig war. Aber er bezeichnete es als bahnbrechendes Werk von unschätzbarem Wert. Er glaubte sogar, dass es Christen eines Tages über ihr weltliches Leid erheben würde. Er war so begeistert, dass er kaum noch aß oder schlief, sondern nur noch arbeitete. Ich ließ ihn sich ganz auf seine Übersetzung konzentrieren und verteilte seine anderen Aufgaben. Wo hat Jaroslav gearbeitet? Natürlich hier im... Was mir da gerade so einfällt, ist zu dieser Zeit, da wenn du dich versuchst, in diese Zeit zu versetzen, wie dermaßen, was für ein dermaßener, wie soll ich sagen, Fortschritt für die ganze menschliche Rasse die Erfindung von Büchern war, ist schon narrisch. Wenn man muss halt kurz mal drüber nachdenken. So. Natürlich ist für uns nichts Besonderes. Wir schauen mal in unseren Idiotenkasten rein und da steht was. Ist schon narrisch eigentlich. Skriptorium. Sein üblicher Platz ist gleich am Eingang. Aber sei vorsichtig, da liegt noch unvollendete Arbeit von ihm. Er hat so viel Zeit damit verbracht, dass er fast fertig sein sollte. Und es wäre tragisch, seine Arbeit so kurz vor der Vollendung zu beschädigen. Keine Sorge, ich bin vorsichtig. Wer hier kennt Jaroslav am besten? Am ehesten noch Bruder Celestin. Er hilft auch beim Kopieren von Büchern, hat aber nicht mal ansatzweise dasselbe Talent. Celestin, meintest du? Mit dem sollte ich reden. Nein, Lea, ich meine nicht einen Buchdruck direkt. Das weiß ich, dass wir mir den erfunden haben, da ich das tatsächlich in meiner Lehre lernen habe müssen. Da haben wir sogar extra ins Deutsche Museum gegangen und haben uns die ersten Buchdruckdinger und so weiter, wie das funktioniert hat, angeschaut. Weil aus unerklärlichen Gründen, obwohl ich Mediengestalter für digitale Geschichten bin, habe ich mich auch mit den Buchbindern abgeben müssen, das man damals noch lernen hat können. Ich weiß nicht, ob man es immer noch lernen kann. Und wie das da damals funktioniert. Ich muss jetzt allgemein einfach Sachen aufschreiben. Der erste Dude, der auf die Idee gekommen ist, wird wahrscheinlich in einer Tontafel eingeritzt sein oder so. Aber der erste Dude, der Papier erfunden hat und das Ganze zu einem Buch zusammengebunden hat, das war schon ein ziemlich krasser Motherfucker eigentlich. Für das, du musst dich halt in eine Zeit versetzen, da wo die Leute dumm wie Brot waren. Dumm wie Brot! Brot! Deswegen finde ich, das ist schon manchmal faszinierend, aber man denkt halt über sowas eigentlich nicht direkt nach. Herr Gutenberg, hat er geheißen. Herr Fischer, das sind so Sachen, die habe ich mir in die letzten, wann war mein Lehr? Vor 22 Jahren. Heilige Scheiße, da bin ich alt. Bruder, ich habe vor 22 Jahren als Lerner angefangen. Bist du behindert? Wer hier kennt Jaroslav am besten? Bruder Celestin, wie ich schon sagte. Bruder Celestin, wie ich schon sagte. Okay, haben wir schon. Danke. Das war schon alles. Dann? Bis zum nächsten Mal. Die Quest müssen wir aber schon abschließen. Sprich mit dem Mönch, untersuche Jaroslavs Habseligkeiten. Das Thema, was ist das? L. Mit dem darf man nichts angelangen, hat es geheißen. Ja? Halt, stopp. Wo sind seine Sachen? Schlüssel zu Jaroslavs Truhe. Da schau hin. Ich nehme mit. Ansonsten, was ist da sonst noch so? Da was drin? Nö. Sei gegrüßt. Dann muss ich jetzt schnell gucken. Oh, der Mönch ist derjenige, der Jaroslav am besten kennt. Auch er kopiert Bücher im Skriptorium. Bruder Jaroslav hat eine Zelle oben und ein Pult, an dem er arbeitet im Skriptorium gegenüber vom Eingang. Es schadet nichts, beide Orte zu durchsuchen.
Dann können da beide Orte dazu gehen. Das heißt, da müssen wir Treppen irgendwo aufwärts geheißen. Und dann die 5. Türe irgendwo sonst irgendwo. Da können wir ein bisschen oberbeten und predigen. Ja gut. Dann werden es wahrscheinlich die Treppen sein. Muss ich auf die Map schauen. Ne, falsche Richtung. Falsche Richtung! Das ist das Krankenbett. Kruzifix, wie groß ist denn das scheiß Kloster? Jetzt da lang? Ah ja. 5. Zelle. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das seine Bumsbude da? Anscheinend schon. Kann ich mich da einfach mal hinsetzen und eine Runde bei ihm schlafen? Weiß ich nicht, aber schauen wir mal in die Truhe hinein. Schlossknacken Mittel. Das gibt ein paar Skillpunkte, anstatt dass man Schlüssel hernehmen. Ah, wird mir schon keiner anzinken. Alte Kellerpläne. Aha, hat's doch was mit dem Keller zum tun, ha? Grundriss des Kellers. Ein Grundriss des Kellers. Wofür hat er denn den gebraucht? Und schauen wir uns doch den Grundriss des Kellers einmal an. Wir kennen zwar einen Keller in echt noch nicht. Inventar. Quest. Brief von Schlüssel, sonstiges. Und irgendwo Bücher, alte Kellerpläne. Kann ich die lesen? Ja. Das ist einfach auch so geil gemacht. Du kannst jedes Schriftstück kannst du nehmen. Das hat eine Animation zum Aufklappen und dann eine richtige Zeichnung drin. Da kann man jetzt zwar nichts lesen an und für sich, da kann da immer ein Uble steht da. Fnder Buen. Oder nicht irgendwas gesagt, dass das irgendwas auf Italienisch ist oder sonst irgendwas? Latein wahrscheinlich. Aber das ist Keller Map. Und das ist einfach cool gemacht. Das ist absolute Immersion. Anders kann ich es nicht sagen. Was hängt denn da? Was ist denn das? Suchtopf. So, den Mann müssen wir Bläme bringen. Wo liegt denn der aneinander? Auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Dann gehen wir mal auf der anderen Seite noch mal. Ist da nicht irgendwo der Dings gelegen? Ist es überhaupt Krankenstation? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digi. So, schauen wir nochmal ins Journal. Untersuche Jaroslav Habseligkeiten. Dann haben wir unten noch irgendwas vergessen. Irgendwas haben wir unten noch übersehen. Da müssen wir nochmal schauen. Ah, stopp. Nein, was nicht. Wäre ganz gut, wenn es die anderen Quests im Log ausblenden darf, wenn du das Kloster nicht verlassen kannst, lenkt bloß ab. Das ist richtig. Ich hab's mir ein paar Mal schon gedacht, ich hab's bloß nicht gesagt. So, wo geht's da hin? Ich glaube, ich muss da offstream mal ein bisschen umeinander laufen, damit ich mich überhaupt irgendeinen Stecker auskennt habe. Wo zum Fix sind wir mir? Wo die Pumpsbude auf jetzt da? Ah ja. So, da haben noch Habseligkeiten. Aber ich weiß nicht, nach was wir suchen. Irgendwas suchen wir noch an so Schriftrollen. Das Buch vielleicht, du blinder Idiot! Decameron. Hier beginnt das Buch. Die Schrift ist so beschissen zum Lesen. Hier beginnt das Buch mit dem Namen Decameron und dem Beinamen der Erzkuppler, in dem 100 Novellen an 10 Tagen von 7 Damen und 3 jungen Männern erzählt werden. Hier findet man heitere und traurige Geschichten über Liebe, nebst vielen Abenteuern, die in diesen Zeiten und längst vergangenen Tagen spielen. Wenn die erwähnten Damen sie lesen, sollen sie zu gleichen Teilen Unterhaltung und vernünftige Ratschläge aus den Scherzen darin ziehen und durch diese Ratschläge nicht nur erkennen, was sie... Das ist ja fast leer. Was sie vermeiden... Woran hat Jaroslav denn die ganze Zeit gearbeitet? Sondern auch, was sie befolgen sollten. Und ich glaube, dass diese Geschichten gewiss jede Traurigkeit lindern werden. Sollte es geschehen und möge Gott es gewähren, sollen sie Amor danken, der mich aus seinen Ketten befreit und mir ermöglicht hat... Fertig. Zu deinen Diensten, Herr. Zu meinen Diensten hier? Geht doch recht gut, weiß nicht, was du hast. Mir hat selber gerade gewundert. Aber ich hab mich anstrengen müssen beim Lesen, so wie in der 2., 3. Klasse so. Wenn du vorlesen musst vor der Klasse, kennst du, weißt du es noch? Oh Gott, das hat schon wieder zu lang gedauert, war zu lange Pause. Nee. So, was ist das? Sprich mit dem Mönch Celestin. Scheiße, was war mit dem gleich wieder?
Der Mönch Celestin ist derjenige, der Jaroslav am besten kennt. Auch er kopiert Bücher im Skriptorium. Ich sollte mit ihm sprechen und in Erfahrung bringen, ob er mehr weiß. Ja, dann ab Richtung K, der scheint mir mitten in der Kirche zum Stehen. Geradeaus 4 und rechts. Hat das hier? Ich probier's. Aber detailliert ist das schon wieder, das ist hundertprozentig ein echtes Kloster, oder? Weiß es jemand? Hundertprozentig hat es in echt auch so ausgeschaut. So, Celestine, bist du da drin? Mr. Celestine, ich darf ja gerne mal in den Keller schauen, was da so los ist. Ich hätte gern... Was ist denn 5 nach 10? Ich leg mir da am Arsch! Meine sehr verehrten Damen und Herren, die sich um 10 schon halb schleichen, egal ob wir spielen oder nicht. Habt ihr heute schon mal auf den Like-Button drauf gesmasht eigentlich? Ah, der ganze Rest einmal! Hallo? Der Engel des Herrn brachte Maria die... Ich verstehe die Frage nicht. Like-Button smashen, Dankeschön. Und alle neuen Zuschauer vielleicht ein Abo da lassen. Das schaut da nicht. Maria. So, der nächste mit dem Knie im Kopf. Was weißt du über Jaroslav? Bruder Jaroslav? Laut dem Bibliothekar kennst du ihn am besten. Ja, das stimmt. Wir sind gleichzeitig ins Kloster eingetreten und haben uns immer gut verstanden. Womit verbringt er seine Zeit? Wie verbringt Jaroslav seine Zeit, wenn er nicht im Skriptorium ist? Warum fragst du mich das überhaupt? Meister Albig möchte, dass... Er behandelt ihn. Er hält es für hilfreich, wenn wir mehr über Jaroslav wissen. Mein Öhrchen juckt. Und wie geht es ihm? Hilft die Behandlung? Ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin kein Arzt. Ich verstehe. Ich werde weiterhin für ihn beten. Was wolltest du wissen? Weißt du, was ich wissen darf? Gern? Weiß mit Sicherheit auch wieder irgendjemand, es gibt genügend Leute, die sich mit Mittelalter und solchen Geschichten befassen auch tatsächlich. Warum haben Mönche sich da um das wegrasiert? Warum? Da muss ja irgendeinen Glaubensgrund dafür geben. Warum tun sie das? Hat man in die Verfassung des Glaubens, auch Bibel bekannt, keine Ahnung, ja, ich habe sie nicht gelesen, haben wir da reingeschrieben, wenn du ins Kloster möchtest und Mönch werden möchtest, musst du ausschauen wie der maximale Volldepp. Das ist die einzige logische Erklärung, die ich dafür habe. Weißt du, wo sich Jaroslav im Kloster am häufigsten aufhält? Er verbringt fast all seine Zeit im Skriptorium. Er verlässt kaum mal sein geliebtes Schreibpult. Jaroslav taucht ganz in seine Bücher ein. Derzeit übersetzt er ein neues Buch aus dem Italienischen. Es nennt sich das Decameron. Oft bleibt er deshalb bis spät nachts im Skriptorium. Das ist aber noch nicht weit gekommen, 1,5 Seiten hat er geschafft. Wenn er erscheint, sind seine Hände und manchmal sogar seine Nase mit Tinte beschmiert. Lea ist so krass, Alter. Was ist denn mit dir eigentlich? Wie viele Bücher hast denn du in deinem Leben gelesen? Was ist denn mit dir? Ich bin mir relativ sicher, dass du nicht da sitzt und googelst das. Das kommt bei dir einfach raus. Der Ursprung der Tonsur ist tatsächlich ungeklärt. Das erstens, du weißt es einfach. Zweitens, dass man das Tonsur nennt. Keine Ahnung. Noch nie gehört in meinem Leben. Das ist wirklich narrisch. Mein Schwerpunkt ist Mittelalter. Ja, scheißegal! Wer kann sich da was merken? Ich weiß nicht mehr, was vor einer Stunde passiert ist. Also das meine ich nicht irgendwie... Ich will mich nicht darüber lustig machen, das meine ich wirklich meine Hochachtung. Das ist richtig narrisch. Beneidenswert, um ehrlich zu sein. In letzter Zeit hat er wenig übersetzt. Ja, haha, weil wir sein Bier gelesen haben schon. Ist das so? Oder gesagt? Crispinus hat mir erzählt, wie fleißig Jaroslav ist. Aber er hat kaum etwas aus dem letzten Buch übersetzt. Damit sie da ab beim Fauern mit festhalten kann. Das Buch liegt noch im Skriptorium. Ja, da kann er noch links Als und ich rechts es aufgeschlagen habe, war es praktisch leer. Das muss ein Irrtum sein. Warum glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Aber ich will nicht, dass du hier rumläufst und Jaroslav beleidigst. Das ist nicht mein Ziel. Aber ich glaube, dass ich da was auf der Spur bin. Da hat Steffi wahrscheinlich recht. Wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann bleibt es im Kopf. Das ist wahrscheinlich wahr, ja. den Bibliothekar fragen. Die ganze Gaming-Knowledge, die ich in meinem Dienst war nutzlos wie Scheiße. Oh. Und warum nicht? Erst weil er das einfach nicht verstehen würde. Meine Güte. Versprich mir, dass du niemandem davon erzählen wirst. So wie wieder dazwischen gelabert. Was hat er uns jetzt verzeiht? Fuck. Und irgendjemand aufpasst. Verdammt! Das kann ich nicht. Wenn ich etwas finde, was Albig bei der Behandlung helfen könnte, muss ich es ihm sagen. Na gut. Hoffentlich verzeiht Jaroslav mir. Er hat mich letztens nachts aus Versehen geweckt. Die Tür zu seiner Zelle knarzt ganz furchtbar. Ich dachte mir schon, dass seine Übersetzung erstaunlich lang gedauert hat.
Also bin ich ihm gefolgt. Zuerst dachte ich, er geht ins Skriptorium. Oh oh. Aber dann ging er die Treppe runter, nach rechts und in den Keller. Aber als ich hinterher bin, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er war in der Dunkelheit verschwunden. Und du hast keine Ahnung, wo er hingegangen ist? Wir doch nicht Keinen unseren Cliffhanger Schimmer. kriegen. Soweit ich weiß, gibt es da unten nur Fässer voll Wein und leere Fässer. Tja. Warum wolltest du davon nichts erzählen? Weil ich nicht will, dass Jaroslav aus dem Kloster verbannt wird. Bloß weil er in den Keller gegangen ist? Das heißt doch nichts. Was ist, wenn er sich dort mit jemandem getroffen hat? Jemand, mit dem er sich nicht sehen lassen kann. Das ist ja nicht gut. Also, ich habe ihn schon mal am Eingang des Klosters mit einem Weib gesehen. Und die schienen sich ziemlich gut zu unterhalten. Hat der Jaroslav vielleicht im Keller unter der Küche einmal reingezüpft? Und wo genau im Keller hast du ihn aus den Augen verloren? Im Flur, der zum Skriptorium führt. Am Übergang zu den Treppen ins untere Geschoss. Aber eines möchte ich noch wissen. Hat Jaroslav in letzter Zeit mit Bruder Stefan gesprochen? Vielleicht über eine Beichte? Ich glaube nicht. Jaroslav denkt an seine Gebete und ans Fasten. Aber er geht nur selten beichten. Also sündigt er, beichtet aber nicht? Er betrachtet kaum etwas als Sünde. Wie soll ich das erklären? Er hat sich für ein asketisches Leben entschieden. Aber er hat keine Angst vorm Leben. Er sagte mal, warum hat Gott die Welt erschaffen, wenn er nicht will, dass die Menschen sie erkunden? Dieses Weib, das du mit Jaroslav gesehen hast, hieß sie Blajena? Die liegt nämlich mit derselben Seuche auch in der Krankenstube. Das weiß ich nicht. Ich habe vor allem Jaroslav angesehen. Ich kenne keines der Dienstmädchen beim Namen. Das reicht mir vorerst. Durchsuche den Klosterkeller. Erfülle dieses Kloster und Das ist ein valider Punkt von Jaroslav. Das ist richtig. So! Was werden da? Die Wetten können abgegeben werden. Was finden wir in dem Keller? Jetzt müssen wir schauen, wie wir da überhaupt runterkommen. Ist das da Kellertreppe? Ist die von außen oder von innen? Sind das mehrere Kellertreppen? Ah, da haben wir mehrere Kellertreppen. Ich sehe schon. Also außen, rechts und gleich wieder links rein. Kriegen wir hin. Grüß dich! Friedrich! So, außen, links und dann wieder rein. Schauen wir mal. Ah, passt schon. Passt schon, passt schon. Ja, so. Ich hätte gern deinen Harnisch, der schaut wirklich gut aus. Oder beziehungsweise das. Na, ist das Kellertreppen? Ah, da schaut's doch gut aus. So! Was wetten können? Nacht Löwe. Welcher Löwe geht denn ins Bett? Ministranten hat wen gefesselt wahrscheinlich, aber. So, schauen wir da. Schluss damit! Horror Oktober ist vorbei! Da schlage ich mit der Fackel, ich sag's euch sofort, wie es ist. Ja, durchsuchen wir es halt einfach einmal. Moment, pst. Da tut irgendwas. Keine Tür bleibt verschlossen. Ich habe einen Bug gefunden. Das gehört mit Sicherheit nicht, oder gehört mit Sicherheit ein Wasser rein. Warum ist der nass? Schlossknacken, sehr leicht. Mach einfach auf. Du hast folgende Spezialisierung verwendet. Meisterdieb. Ich bin der Meisterdieb, meine Damen und Herren. Was jetzt nicht euren? Eher Rotzen. Laufsteigen? Ja. So, dann drin der Herr Jaroslav. Was haben wir denn drin da hier unten? Was haben wir drin? Hier muss Jaroslav verschwunden sein, als Celestine ihm gefolgt ist. Aha. Hier riecht es nach Wein. Da muss jemand ein Fass verschüttet haben. Der wird, glaube ich, mit... Ah ja. Da gehen wir drüber. Aha. Aha, durchsuche den versteckten Raum im Keller. Aha. Aha! Was zum... Hey! Wie bist du hier reingekommen? Und wer bist du überhaupt? Das sollte ich dich fragen.
Weißt du überhaupt, wie ich diesen Ort gefunden habe? Nein, weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass einer deiner Brüder öfter hierher schlich. Und auch eine der Mägde hatte einen Schlüssel für die Tür. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Oh nein, du verstehst das ganz falsch. Der Jaroslav ist krank. Hat der was mit der Breschina gehabt? Und der Beichtvater? Ich schwöre dir bei Gott, wenn das am Schluss darauf hinausläuft, dass sie die drei da unten zur Bukake getroffen haben und deswegen irgendwelche Krankheiten mit umeinander ziehen, dann flippe ich aus. Beruhig dich, ich mache doch niemandem Vorwürfe. Die beiden sind Flippe schwer aus. krank. Und ich will ihnen helfen. Oh, beim Opfer unseres Herrn. Möge Gott uns vergeben. Vergeben, wofür denn? Und wer bist du überhaupt? Steffi, haben Sie Wojtek. hinein bis Freitag. Wir haben hier an einem Buch geschrieben. Alle zusammen. In dem Buch geht es nämlich, glaube ich, auch über so heitere und traurige Geschichten. Was sind denn das für heitere und traurige Geschichten für die Damen? Von welchem Buch redest du da? Doch nicht das Decameron. Oh nein, damit ist Jaroslav schon lange fertig. Hä? Alle anderen sagten, dass Jaroslav noch daran arbeitet. Warum hat er niemandem erzählt, dass er fertig ist? Als Jaroslav mit seiner Übersetzung des Decamerons begann, wurde ihm klar, worum es darin ging. Er hatte Angst, dass Bruder Crispinus oder der Abt ihm verbieten würden, die Übersetzung zu beenden, wenn sie mehr darüber wüssten. Vielleicht würden sie das Buch sogar vernichten lassen, was ein unbeschreiblicher Verlust wäre. Also versteckte er die Übersetzung hier unten, als er fertig war. Aha. Worum geht es im Decameron überhaupt? Keine leichte Frage. Und du siehst nicht aus, als wärst du hier, um dich über Literatur zu unterhalten. Doch, bin Dann ich. verrate mir, warum Jaroslav Angst davor hatte, das Buch abzuliefern. Weil es für eine neue Denkweise steht. Es geht darin weniger um unseren Herrn, als um den Menschen, um menschliche Tugenden, Laster, um gute und schlechte Absichten und um alle Formen der Liebe. Wirklich? Told you so. Um alle? Ja, um alle. Und noch hinzu macht das Buch sich ein wenig über die Wirklich Kirche um alle? lustig. Und als Diener Gottes hat euch das nicht gestört? Dass er euren Glauben verspottet? Über die Kirche, nicht über Gott. Da gibt es einen Unterschied, auch wenn manche ihn nicht wahrhaben wollen. Verstehe. Woran hat... Meine Rede seit, keine Ahnung wann, ich glaube zwar auch an keinen Gott in dem Sinn, aber das ist das Vernünftigste, was ich... Wann hat sich das geändert? Wann hat sich das geändert? Jaroslav dann hier unten gearbeitet? Das Decameron hat großen Eindruck bei ihm hinterlassen. Er wollte ein eigenes, ähnliches Buch schreiben, um zu feiern, was für den Menschen so wertvoll wie Liebe ist. Oder das spirituelle Leben. Später bat er Bruder Ernst und mich um Mithilfe bei dem Buch. Ich hinterfrage da geschichtlich nichts, weil Warhorse Gaming, also die Entwickler von dem Spiel, sehr bedacht darauf sind, dass alles sehr historisch so akkurat ist wie möglich. Ja, natürlich nicht alles, aber so gut wie es halt geht. Und wenn die das damals schon gewusst haben, auch faszinierend. Lea, was weißt du da so davon? Oder... Und worüber genau wollte Jaroslav schreiben? Über Humor, Geistesschärfe, Witz. Über alles, das einen zum Lachen bringen kann. Er wollte das erste Witzebuch schreiben. Wulfric, is it you? Warum sollte man über solche Dinge schreiben? Risi Mike, nimmer allzu lang, aber das schauen wir uns schon an. Ich möchte nur so ein Irgendwie sowas. Jaroslav glaubte, bisschen zu früh dass dafür ein Sinn eigentlich, für aber Humor ein in Jahrhundert schweren später. Zeiten Ah, okay. ebenso hilfreich sein konnte Lass ich durch. wie starker Glaube. Ich habe verbessert Redekunst, Wissenschaft und Dings. Wissenschaft 20 und Spezialisierungspunkt. Easy going, Alter. Ja, genau. Das ist aber genau die Frage, die wahrscheinlich ein stumpfsinniger Mittelalter-Sepp, der nichts weiß, außer geht zum Betten, halt dein Futzen, fragt, ist das nicht Blasphemie? Das sind starke Worte. Vor allem von einem Mönch. Manche Leute würden das sogar als Blasphemie bezeichnen. Jaroslav hat das Lachen nicht auf eine Ebene mit Gott gestellt. Im Gegenteil. Er sah es als ein wertvolles, weises Geschenk des Herrn an. Aber wie du selbst das Schlauste, was ich seit langem gehört versteht habe. nicht jeder diesen Gedanken. Vor allem unter uns Brüdern. Deshalb haben wir heimlich daran gearbeitet.
Manchmal haben wir die ganze Nacht geschrieben. Manchmal haben wir heftig miteinander debattiert. Und manchmal wollten wir einander bloß mit geistreichen Sprüchen übertreffen. Soll heißen, ihr habt hier die ganze Nacht gesessen und Witze erzählt? Unter anderem. Aber die meiste Keine Zeit haben wir gearbeitet. Ja, ist deine Zeitung. Jetzt bin ich aber gespannt. Na gut. Dann erzähl mir mal ein paar von euren Witzen. Hau raus! Hau raus! In Ordnung. Also, hier ist einer. Weißt du, warum Mönche sich auf der Weide neben die Schafe legen? Weil sie auf den guten Hirten warten. Wulfric, ist mir Zeit für einen Witz. Oh, Scheiß, kriegt er noch. Erzähl mir noch einen. Warum kräht der Hahn des Klosters nicht? Weil er auch ein Schweigegelübde abgelegt hat. Gut, wenn man bedenkt, wenn das die ersten in Wörter und Schrift geformten Witze der Menschheit sind, oder das in Europa sind oder waren, es hat einen Zeitpunkt gegeben, da hätte es über den jetzt jemand da herin auch gelacht. Und ich bin mir fast sicher, dass von 800 Leuten einer dabei ist, der sagt, Erzähl mir noch einen. er war besser wie der erste. Der Version. Küchenjunge beschwert sich bei seinem Meister. Der Keller ist viel zu feucht. Woher willst du das wissen? Fragt der Meister. Und der Bursche antwortet, gestern habe ich einen Fisch in der Mausefalle gefangen. Für die Zeit kommen lassen. Erzähl mir noch einen. Treffen sich 5 Geistliche und sie haben einander nichts zu sagen. Weil ja alle 5 gekommen sind. Den verstehe ich nicht. Erzähl mir noch einen. Welches Buch hat die meisten Blätter? Natürlich ein Herbarium. Erzähl mir noch einen. Wie nennt man es, wenn jemand Geflügel aus der Vorratskammer stiehlt, dann aber reuig ist und es zurückbringt? Wiederganzmachung. Sprengi! Sprengi, wo? Okay, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Erzähl mir noch einen. Woran erkennt ein Astrologe einen Wagen? Keine Ahnung. An seinem Zeichen. Erzähl mir noch einen. Bruder Julian kocht jeden Freitag Fisch und nennt das Fasten. Wir nennen es eine Glaubensprüfung. Der war ein wenig trocken. Das war Jesus auch, als er übers Wasser ging. Also ultra schlecht. Wie lang, das ist, Fridolin, das ist genau meine Frage, die ich versuche herauszufinden. Wie lang kann ich auf Erzähl mir noch einen Witz drucken, bis sie wiederholt? Gut, geil. Der schwierigste zu lesende Brief wurde von einem Tintenfisch geschrieben. In voller Warum? Rüstung Weil sie geht zur krakeln. Beichte und erzählt dem Priester, ein großes Gewicht lastet auf mir und raubt mir den Schlaf. Der Priester antwortet, hast du schon mal versucht, ohne die Rüstung zu schlafen? Erzähl mir noch einen. Ich war neulich beim Apotheker und der wirkte sehr neben der Spur. Vermutlich wegen der Nebenwirkungen. Ich versuche ja gerade so ein bisschen außer zum Hören, ob es eventuell Wortwitze sind, die einfach nur beschissen ins Deutsche übersetzt worden sind, aber ich glaube nicht. Erzähl mir noch einen. Die Brüder beten gerade, als die Kerze ausgeht. Ein Novize staunt, das ist ein Zeichen. Und der ältere Bruder sagt, ja, dass hier irgendjemand zu schwer atmet. Uff, mir reicht das eigentlich schon.
Aber erzähl mir noch einen. Ich mag nicht mehr. Manche unserer Brüder Gibt da haben bei Achievement? der Arbeit sehr viel mit Gott gemeinsam. Jeder weiß, dass es sie gibt, aber keiner hat sie je gesehen. Aber ich hol's nicht aus. Weg. So, jetzt reicht es aber. Jetzt kommt's! Ich möchte dich noch etwas anderes fragen. Es reicht! Wer hat dir beim Schreiben geholfen? Na, ich? Dann natürlich Jaroslav und Bruder Ernst. Ja, Ernst? Und außerdem Blagena. Blagena? Moment mal. Ja, du merkst das, wir kriegen schon langsam die 3 Typen zusammen. Was ist mit dem Beichtzeppen? Den haben wir noch nicht. Fühlst du dich nicht krank? Ja, was ist mit Beichtvater Stefan? Was ist mit dem älteren Beichtvater, Stefan? War er daran nicht verwickelt? Der hat nichts damit zu tun. Er weiß auch nichts darüber, außer jemand hat es ihm gebeichtet. Wer ist eigentlich Ernst? Ich bin ihm noch nicht begegnet. Einer der älteren Brüder. Er ist für alle Bauarbeiten und Reparaturen im Kloster zuständig. Achtung, Lea schreibt was. Der mit dem Fisch ist tatsächlich gut, weil es schriftliche Überlieferungen gibt, in denen sich Mönche bei Bischöfen beschweren, weil sie nicht andauernd Fisch essen wollen. Vielleicht warten dann auch die anderen ein wenig lustiger, wenn man vielleicht gibt es wirklich einen Hintergrund dazu. Wundern da jetzt mich nicht. Und weißt du, ob er auch krank geworden ist? Keine Ahnung. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn länger nicht mehr gesehen. Aha. Und wenn ich daran denke, wie es Jaroslav und Blagena geht... Ich sollte mal nach ihm sehen. Wo ist seine Zelle? Er schläft in der Zelle unter dem Quartier des Abts. Die mittlere rechts, wenn du vom Hof kommst. Und wie fühlst du dich überhaupt? Geht es dir gut? Ja, zumindest bislang. Keine Symptome? Schwäche, Ausschlag, Fieber, irgendwas? Nichts dergleichen, ich schwöre es. Wenn sich das ändert, musst du sofort in die Krankenstube gehen. Verstanden? Natürlich. Und was hat Blagena hier getan? Sie ist eine Dienstmagd, sie kann bestimmt nicht schreiben. Und Frauen dürfen doch gar nicht ins Kloster, oder? Ich habe zuerst auch nicht verstanden, warum Jaroslav sie hergebracht hat. Wenn jemand davon erfahren hätte, hätte der Abt uns alle rausgeworfen. Aber bald erschloss sich mir der Grund. Humor ist nicht Herr nur für die Fridolin, hauen Sie Gebildeten rein. und Mit der mal Reichen eine erzählen. oder nur für Männer. Das Lachen gehört allen. Wie hätten wir die ganze Vielfalt des Lachens mit unserer begrenzten Erfahrung abbilden sollen? Blagena ist lustig? Also, ging es nicht um eine Sünde? Blagena ist einfach lustig? Viel mehr als nur das. Ihr Lachen, ihr Sinn für Humor, ihr Geschick, zum rechten Zeitpunkt einen Witz zu reißen, das ist ein wahres Geschenk Gottes. Wie lange trefft ihr euch schon hier? Seit Beginn des Sommers. Also mindestens 30 Tage? So ungefähr. Genau weiß ich es leider nicht mehr. Ich habe genug gehört. Dann sehe ich jetzt mal nach Ernst. Warte! Und ich? Was wird mit mir geschehen? Wie gesagt, geh in die Krankenstube, wenn es dir schlecht geht. Dann kümmert sich Albig um dich. Keine Sorge. Ich meinte, wegen unseres Buchs. Bitte, erzähl dem Abt nichts davon. Wir haben nichts Schlechtes getan, aber wenn er davon erfährt, wirft er uns raus. Ich glaube, das kann nicht durchgelassen. Das ist sehr fortschrittliches Verhalten, was da im Keller passiert. Warum sollte ich ihm davon erzählen? Das lassen wir durch. Nichts Falsches getan. Das ist ein guter. Danke. Ja, da hast du recht, Sebian, da hast du recht. Und möge Gott dich behüten. Die lassen wir da mal in Ruhe. Wir sollten vielleicht aber auch mal das Buch lesen. Nicht, dass die da was aufschreiben. Hier beginnt das Buch. Ja, die erste Geschichte. Hier, Herr, keine Ahnung, Ciapaletto täuscht seinen Geistlichen mit einer falschen Beichte und stirbt, obgleich er zu Lebzeiten ein äußerst niederträchtiger Mann gewesen war. Gelangt er nach seinem Tod in den Ruf eines Heiligen und wird Sankt Ciapaletto genannt. Tja, da ich nicht gern lese, aber sie scheinen wirklich tatsächlich daran zu... tief Luft holen. Es ist feucht, kühl. Aber die Luft ist sauber. Wenn die Krankheit wirklich über schlechte Luft übertragen wird, müssen sie sich woanders angesteckt haben. Zahlreiche beschriebene Pergamentbögen. Sie müssen sich wirklich schon öfter hier getroffen haben. Oh, war das jetzt Zufall, dass wir mit ihm da herunten treffen? Weil sonst kann man das da ja nicht anklicken. Der hat uns das gerade ja fein säuberlich erklärt.
So, was müssen wir da? Bruder Ernst! Dann schauen wir uns den Bruder Ernst noch schnell an. Ja, ich möchte gerne die Quest fertig haben, damit wir einen neuen, ja, das ist eine Art neuen Schlüsselpunkt vielleicht irgendwie kriegen. So, finden wir mir jemals aus dem Keller aussehen? Weiß es nicht. Wir probieren's. Wenn irgendjemand Treppen nach oben sägt, dann schreit. Bin schon steil. Bin schon fort. So, wo wir wieder rauskommen, das war's. Was haben wir da? Da müssen wir schnell reinluren. Im Keller wird uns schon keiner. Da wird uns schon keiner erwischen. Was gibt's da so? Spinnennetz, scheibenförmiger Schwerknauf. Braucht das kein Saugewick mit deinem Schund. Hier, da eine Fackel grunzen. Brechen wir auch schnell auf. Man kann nie genug Meisterschaftspunkte haben. Vorbeigehört. Nein, nichts Gescheites drin. Dann geht's noch weiter oben. Das ist das Loch, wo wir gekommen sind. Finden wir mir da jemals wieder raus? Ich weiß nicht. Ja, das schaut doch vernünftig aus. Du hast entdeckt, Kellertreppe. Ja, geht doch schon. Ja. Haben wir in der Küche vom anderen drin. So, jetzt, da müssen wir jetzt aber schnell schauen, wo wir hin müssen. Geradeaus rechts, geradeaus rechts. Okay. Vollsprint. Irgendwas untersuchen, Moment. Was war es da zum Untersuchen? Und noch eine Zisterne. Woher das Wasser kommt, weiß ich aber immer noch nicht. Hier, mitten im Kloster. Auch faszinierend, dass man zu der Zeit schon einen Springbrunnen bauen hat können. Wie zur verfickten Hölle ist das denn möglich? Das würde mich generell auch mal interessieren. So, da eine. Glaube ich zumindest. Genau, und einfach durch. Lea, haben Sie da zufällig wieder mal eine Idee? Oder müssen wir uns wahrscheinlich ein Video anschauen dazu? Jetzt warte mal, ich glaube, dass wir eher da hin müssen. Das ist die Kellertreppen. Und dann, lass mich schauen. Ja, genau. Aufstehen. Gott im Himmel! Der Bruder Ernst! Ich bin zu spät. Wir durchsuchen Ernsts Zelle. Was hat er da? Starker Ringelblumenaufguss. Was mit ihm? Ausschlag. So wie die anderen Kranken. Der Ernst ist tot! Ist schon tot. Also hat er sich vielleicht zuerst angesteckt. Ach du Scheiße. Ja, mir greifen wir da drin umeinander an! Du mit dazu, mal. So, Schlossknacken. Das ist sehr schwer. Das gibt vielleicht noch mal Skillpunkte. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. War damals schon ein bisschen schwierig zu mir erklären, wie das Schlossknappen genau funktioniert, aber da fangen wir jetzt nicht nochmal an. Eine Brille, ein Fuchstrank, wird es gestohlen, wenn ich es nehme. Notizen des Peter Pahler. Ist das etwa eine mittelalterliche Ausgabe von Spider-Man? Agilität und Spezialisierungspunkt, da schon hier. Tisch durchsuchen. Baupläne. Baupläne? Das sieht nach einer Kirche aus. Und darunter... wahrscheinlich eine Krypta. Davon sollte ich Albig erzählen. Hat schon was mit dem Keller zum tun. Irgendwas ist da unten. Ich bin gespannt. So. Jetzt schauen wir noch, was er dabei hat. Nix. Was soll der Mönch klauen? Der hat ja nix. Tja! Ja, kehre zu Albig zurück. Ich sollte gehen und Albig sofort alles erzählen. Tja, was der Albig aber zum Song hat, das werden wir halt nicht mehr herausfinden. Auf das habe ich gewartet, so wie es ist. Auf das habe ich gewartet, auf einen Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt, wenn wir mit mir dann zum Albig gehen, dann hoffe ich, erzählen wir mir alles nochmal, damit wir das nächste Mal noch wissen. Wir spielen ja selbstverständlich sofort am Montag weiter, das ist aber klar. So. Alle, die sich nach dem Gameplay schleichern, Grütze fix. Die sich schon geschlichen haben, haben selber schuld. Wir müssen noch ein Ritual vollziehen. Meine Damen und Herren, das Ritual. Heute ist der Tag gekommen, an dem der Depth-Counter zurückgesetzt wird. Die Musik ist sehr passend. Ich habe keine Ahnung, wann wir mir in den letzten 12 Monaten 600 Mal gestorben sind.
aber mindestens 250 Depf gingen auf dem Flash sein Konto. Ich glaube, dass allein 300 Depf allein aufs Konto von Split Fiction gingen. Split Fiction und Creepy Tale. Die zwei, wenn wir nicht gespielt hätten, dann wären wir wahrscheinlich bei 70. Meine Damen und Herren, der Zeitpunkt ist gekommen. Ich muss heute einen Depf-Counter resetten. Warum? Weil ich morgen oder übermorgen, ja, morgen wahrscheinlich eher, vielleicht sogar heute noch, ein Jahresmerch damit finalisieren kann. In all seiner Pracht. Es gibt ihn wieder in Farbe. Es gibt ihn diesmal nicht weiß auf schwarz. So wie es ihn immer eigentlich gegeben hat, was mir immer am besten gefallen hat. Warum? Weil das neue Motiv so dermaßen detailliert ist, dass man es nirgendwo auf Textil drucken kann und nichts erkennt. Nichts. Deswegen gibt es mit weißem Hintergrund und schwarze Outlines. Verstehst? Verstehst? Das zeige ich euch dann. 600 lässt sich schön zeichnen. Ich muss ja bloß eine Zahl reinschreiben. Also ich hab ein Jahresmatch, der ist soweit fertig, aber es ist eine 3 Kastal sind noch dort, da wo ich jetzt noch 600 reingageln muss. Jetzt ist die Frage, können wir es so lange dort labern, bis bloß noch ein paar Leute da sind und dann machen wir es im Stream? Wir kriegen das jetzt im Stream geschissen, ohne dass man es den ganzen Jahresmerch sagt. Ich probier's schnell. ob ich so weit reinzoomen kann, dass man nichts sieht. Gesamt koloriert, gesamt flatted, gesamt koloriert. Ist das die richtige Version? Das kriege ich schon eingezoomt, dass es nicht seht. Und euch sagen ist ein kleiner Spoiler, das ist eigentlich ganz lustig. Was geht man da? So. So, dann. Jetzt müssen wir schnell da hergehen. Das ist natürlich überhaupt nichts. 100.000 Sachen, jetzt warte mal. Können wir das da so machen? Nein, können wir auch nicht. Können wir das Discord da hin tun? So, ja, das passt schon. So, Bildschirm. So, da bin ich. Das ist Discord, das ist nicht so schlimm. Jetzt müssen wir bloß den anderen Monitor finden. Warte. Okay, was? Das ist alles, was ihr sehen dürft. Dann muss ich das Tablet einschalten. Die zwei langen Tipps sind super. Die gefallen mir ganz gut. Es ist dermaßen weit hineingezoomt. Ich glaube, es ist eigentlich jetzt schon so viel zu erkennen. Kingdom Come, Coco Bonk, Kronos Tentakeln und der Anfang von meinem Logo. Also es ist ungefähr so ein kleiner Ausschnitt von so einem großen Motiv. Meine Damen und Herren, ich muss da bloß ein bisschen auf Zeiten fahren, sonst kann ich nicht hinzeichnen. Ich habe da ein Zeichentablet stehen im Moment. Wo sind wir? Da sind wir. Ich glaube, ich werde es mir nicht hören. Ich probiere es. Ne. 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 Kruzifix. Das mache ich normal nicht im Photoshop, sondern in Krita. Das ist ein bisschen dumm jetzt. Das schaut ein bisschen anders. Ja, ist ja wurscht. Es ist vollbracht.
So, wie tue ich ihn jetzt da? Hoppala, 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 hoppala. So. Aufmerksame Personen haben Zeit. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es sowieso nicht lassen. Jedes Jahr sage ich es kurz her. Ich schaff's sowieso nicht. So, jetzt muss ich aber das da schnell, Moment, das muss ich schnell speichern. So, ob ich das 600 eventuell noch mitzeichnen muss, weil so aus der Seite kriege ich es nicht, aber ja, passt schon. Ein wenig ein Bait muss sein, ist richtig. Mach's nur mal, ich hab's nicht gesehen. Ja. Screenshot, Wahnsinn, richtig gut. Ich hab's jetzt noch nicht mehr gescheit gesehen, chillt die Kniescheibe. Es ist aber ganz ehrlich, ich habe den ganzen Oktober damit verbracht, das Ding zum Zeichnen. Die Farbe, da habe ich letztes Jahr im Video gesagt dazu, das was ich jetzt dann mache, das dann am Sonntag in 2 Wochen kommt. Immer wenn ich die Farbe rein tue, dann gefällt es mir nicht mehr so gut. Mir gefällt die farbige Version nicht so gut. Frag mich nicht warum. Weil es einfach so bunt ist. Die meisten gefällt aber die am besten. Was mir gefällt am besten, die Schwarz-Weiß-Version dieses Jahr ist so gut geworden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich bin ja schon seit 2 Wochen ungefähr fertig mit dem ganzen Grunddings und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wann ich das gemacht habe und wie ich das gemacht habe. Zeit vergeht aktuell so dermaßen schnell, es ist absolut insane. Ja. Und von der Grundidee, das mit dem 8er, hätte ich selber nicht anders gemacht. Sehr schön. Einsbahnfrei, Herr Kuno, merci dir. Und jetzt noch zur Steam-Konsole. Was? Ehrlich, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, dass wir das anschauen. Was wir denn, das schauen wir uns am Freitag an. Da haben wir mehr Zeit. Es ist halt 11:15, leck mich doch am Arsch. Aber wen es interessiert, Valve, also die Steam-Entwickler, die Steam-Macher. Gestern war State of Play, PlayStation. Das war die peinlichste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Ich sag's freiwillig, wie es ist. Da ist nicht ein Spiel drin, das mich interessiert. Elden Ring vielleicht ein bisschen, aber ich habe Night Train nicht so ganz geil gefunden. Darum interessiert mich der DLC nicht. Meister, gelecker League. Schauen wir einen Stream-Trailer. Den machen wir am Freitag. State of Slop. Dankeschön, das trifft's ziemlich gut. Da ist nur Scheiß. Also da waren nur Drecksspiele, die mir einen Scheißdreck interessieren. Es ist 100.000ste Chinesen-RPG, das ausschaut wie auf dem Super Nintendo und halt Elden Ring Night Train DLC. Furchtbar. Aber am Schluss hat PlayStation ein paar Sachen präsentiert, ja, einen super tollen Controller, also das Gamepad und Boxen, also Musikboxen und so weiter und einen Monitor, wenn ich das richtig gesehen habe. So ist in Ordnung, aber bevor ich mir einen PlayStation Monitor, Gamepad und Boxen und eine Konsole kaufe, kaufe ich mir einen PC. So. Und heute hat Steam, also Valve, die Firma hinter Half-Life zum Beispiel, die in Steam kehrt, ein Video veröffentlicht. Ach, scheiß drauf. Ich schon die wissen. Scheiß drauf, schauen wir es uns an. Dauert 6 Minuten. Spontanbesimpfung. Das man sonst. So, Monitoraufnahme. Moment, so falsche Hauptbildschirm. Hier, da sind wir. So. Bitte lehnen Sie sich zurück. Wir schauen uns jetzt aber so. Hat Valve heute veröffentlicht. Lass mich schnell schauen. Hat 650.000 Aufrufe, ist erschienen vor 3 Stunden. Also wir haben ganz furchtbar fresh dran. Schauen wir es uns einfach einmal an. Ich sage ein paar Wörter dazu, warum nicht. Mich interessiert, was ist da für jetzt? Ich sage vorab, Xbox, PlayStation, Nintendo, loop up your anus. This is Steam Deck. Steam Deck is our ich schalte die Übersetzung ein. Powerful, portable, handheld gaming PC. Kenne ich in meinem Umkreis auch ein paar, die haben ein Steam Deck, ich selber habe keins und die sind alle begeistert. Muss ein gutes Stück Hardware sein. Vielleicht im Chat jemand, wer es besitzt. Was halten Sie von dem Kasten? That lets you take your Steam Library. Wer nicht weiß, was das ist. Was ist denn diese Switch? Nein, ist nicht. Es ist quasi ein Handheld von Steam. Das gibt es aber schon länger. Hat Touch, und muss ganz geil sein, das Ding. Kannst du jetzt spätestens du auf Steam hast, kannst du unterwegs zocken. Jedes. Library with you anywhere. We're pretty proud of it. People who own Steam Decks have been playing everywhere, and we couldn't be happier with the response we've heard from all.
Wieso wird denn das da auf Englisch und noch nicht da? Was ist denn das für eine Behinderung? Untertitel Deutsch. Dankeschön. Of you. We're excited to talk about the future of Steam Deck, but not today, because this isn't a video about the future of Steam Deck. This is a video about the future of Steam hardware. Today, we're announcing 3 new members of the Steam hardware lineup. All connect you with powerful PC gaming. All are optimized for gaming with Steam. Da schreiben einige. Ich liebe mein Steam Deck. Perfekt. Kann das was? Fragt der Simato. Kann ich nicht beantworten, aber die Leute sagen's. Und der Jables schreibt, habe eins seit circa 1,5-2 Jahren. Ich hab's auch, find's mega, vor allem, weil du alle Teile selber leicht ersetzen kannst. Ich habe zum Beispiel die Festplatte für 128 GB auf 1 Terabyte umgebaut. Schau, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass das überhaupt funktioniert. Das kannst du wohl vergessen, dass du das bei Nintendo oder bei dem Xbox, hat Xbox nicht auch ein Handheld ausgebracht? Oder einen angekündigt zumindest. Was machst du damit? Warum soll ich von der Xbox den Handheld kaufen, wenn es ihn von Steam gibt? Verstehe ich nicht. And all are shipping in early 2026. Steam kündigt 3 neue Hardware-Geräte an, die nichts mit dem Steam Deck zum Tor haben. Indirekt. Let's start with this one. Warum soll ich so ein riesen Tamtam um mir einen Controller machen, verstehe ich nicht, aber... This is the new Steam controller. Schau, the new Steam controller puts all of your Steam games at your fingertips, so you can play wherever and however you want. Just like with Steam Deck, we want you to be able to play any game with your Steam controller. Even games never built with a controller in mind. Good old Palazzo! It has all the great features from Steam Deck, like trackpads, Dual Trackpads, das sind die 2 Pads unter die Sticks wahrscheinlich. HD-Haptics, da weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, was da gemeint ist, aber wahrscheinlich die Haptik von den Sticks und von den Knöpfen. Der Gyro ist das, wenn du dann das Gamepad so neigst und so weiter. Grip-Buttons, was kann da gemeint sein, dass sie so gummiert sind vielleicht. Full-Size-Controls, weiß ich nicht, was das bedeutet. CapSense Thumbsticks, das ist geil. Die CapSense Thumbsticks, Kruzifix. Das ist dasselbe, wo ich immer fasziniert war an der Valve Index, an der VR-Brille, die ich habe, die ist ja mittlerweile schon 6 oder 7 Jahre alt, wo die Entfernung der Finger zum Controller gemessen worden ist und wie stark du drauf drückst. Finde ich schon ganz geil. Gyro and Back Buttons. Steam-Button, ja, das hätte mich ja gewundert, wenn es kein Steam-Button nicht hat. Man soll das ein Quick-Access-Menü all in a comfortable form factor. Und ein paar unwichtige Sachen. Its next-generation magnetic thumbsticks let you play with improved responsiveness and longevity. We've put capacitive touch sensors. Was heute vom Design von dem Ding? Was mich schon mal interessiert hat, ist, wie schwer ist das Teil? Der hat so viel Knöpfe, der hat noch mehr Knöpfe, die wir jetzt gerade noch nicht sehen. Die 2 Touchpads. Das Ding soll 35 Stunden lang Akku haben. On the thumbsticks, and now on the back of the controller too, so you can enable precision gyro aiming with the touch of your thumb. Gyro Aiming, if you're feeling fancy. Also wer so in Shooter aimt, den kann ich sowieso nicht helfen. Da kann ich dazu sagen, in Arc gibt es die beste Option, die kein Shooter im Knackcode einzubauen, nämlich plattformübergreifendes Crossplay abzustellen. Und schon hast du keine Idioten mehr, die komplett aus dem Leben rasieren, weil sie nicht aimen müssen, dank dem Aim Assist. Play for way too long with a rechargeable lithium-ion battery that allows for over 35 hours of 35 Stunden lang ohne With Steam Unterbrechung zocken. Controller, we want to make charging and wireless pairing something that's actually easy. That's why we created the Puck. The Puck is a combination wireless adapter and magnetic charger included with every Steam controller. Ja, Mr. PlayStation, Mr. Xbox, Mr. sonst wer, ist es zu viel verlangt, sich als Zubehör zum Controller mit dazu zu legen, ohne dass ich 50 € nochmal für die scheiß Kabel und für diese scheiß Induktionslade-Scheiße zahlen muss? Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, was der Controller kosten wird, aber trotzdem ist es einfach Frechheit. Snap it on to charge. Once you're charged up, snap it off again. You can play over Bluetooth or a Und da sagt man also ein bisschen indirekt, du kannst mit dem Gamepad da auf dem Steam Deck zocken, du kannst am PC zocken, du kannst mit noch einem weiteren Ding, was ich für einen Geniestreich halte, da kommen wir gleich dazu. wired connection too. The new Steam controller works with any device running Steam or Steam Link, whether it's a PC. Was mir da auch gerade auffällt ist, die Sticks sind direkt über diesen Touchpads. Also vielleicht hat ja irgendjemand keine Ahnung, das sind die 5 Noob-Sekunden, ich tue sowas da das meiner Mama erklären. Du hast ja die Sticks, mit denen du jetzt steuerst und direkt drunter, das sind Touchpads. Das ist im Prinzip
eigentlich auch nichts anderes wie ein Stick, bloß dass du da halt deinen Daumen da drauf umeinander fahren kannst. Das sind so Touchpads und das registriert das halt dann. Ich kenne meine Fettgefingere und ihr braucht mir auch nichts verzeihen, ihr habt genauso fette Bratzen. Wenn du da mit dem Stick umeinander tust, dann kommt das da oder dein Handballen da unten an dieses Touchpad ohne. Gebe ich dir Brief und Siegel. Wenn ich wegen dem in einem Spiel stirb, was dann passiert mit diesem Controller? Der hat kein Kabel. Der fliegt echt weit. Mac, handheld, smartphone, Steam Deck, or the new Steam Machine. Du kannst sogar am Handy damit spielen. Oder die neue... Oh, this is the new Steam Machine. Und das ist absolut insane. Schau's da. Steam Machine is a powerful gaming PC in a small but mighty package. Das ist ein PC. Das Ding heißt Steam Machine. Das haben sie schon einmal probiert. Ich glaube 2016 oder 2017 haben sie das irgendwann schon einmal probiert, eine Steam Machine zu bringen. Also im Prinzip eine Konsole. Das Ding ist eine Konsole mit deiner Steam-Bibliothek drauf. Steckst am Fernseher und kannst zocken. Aufpassen, was er sagt. Designed for your games on the big screen. It's quiet too, which is crazy since it's 6 times more powerful than a Steam Deck. Powered by a 6-mal mehr Power als ein Steam Deck. Gut, ob es am Ende dann stimmt oder nicht, das muss man natürlich dann abwarten, aber... Discrete, semi-custom. Erleben Sie Gaming auf Desktop-Niveau mit FSR-Unterstützung, das weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber mit 4K und 60 FPS. Mr. Nintendo, Sony und Xbox, loop up your fucking ass. Custom AMD GPU, enabling 4K gaming at 60 frames per second with FSR. Steam Machine runs SteamOS made for a bigger screen, built for gaming in your living room, your office, so interessant, or was wherever die you play, kostet. with the rest of your PC accessories. Steam Machine borrows some great features from Steam Deck, like lightning-fast sleep and wake, an SD card slot to easily expand your storage. Der Philipp der Vlogger schreibt, FSR ist das DLLS von AMD. Ah, deswegen weiß ich nicht, was das ist. Die Frage ist, was das Teil kostet. Du hast einen SD-Karten-Slot, du hast einen Steam-Store drin natürlich, du hast die Cloud-Saves, also deine Spielstände werden genau wie am PC. Du hast deine Freundeslisten, einen Steam-Chat und Remote-Play. Ist es das? Ich kann das da hier hinten irgendwo anstecken und kann vorne am PC, am Fernseher spielen? So hat hundertprozentig wieder Verzögerung. Und da gelangen bei Souls Games zum Beispiel oder zum Beispiel bei Hollow Knight oder Silksong oder was auch immer, gelangen 0,01 Sekunden Verzögerung und du kannst es nicht mehr spielen. And bring some new tricks of its own, like a customizable LED strip, which can show different system functionalities, or your own light. Das ist wichtig, dass man den LED-Stufe programmieren kann, aber was viel wichtiger ist, und das kommt jetzt gleich, und da habe ich gemeint, die hier nicht richtig. Show. Steam Machine is a PC. Auf dem jede beliebige Software ausgeführt werden kann. Das heißt, du kannst da Excel installieren, einen Browser installieren, sehr wahrscheinlich eine Tastatur anstecken, vielleicht sogar eine schnurlose. Das Ding ist eine PC-Konsole. Wieso sollte ich, es kommt ganz drauf an, was es kostet. Als, ich sage jetzt mal Casual Gamer, der jetzt nicht einen vollgasnarischen PC da stehen hat, wie jetzt ich oder ein paar Herinnen von euch, wieso soll ich mir eine Xbox kaufen, eine Playstation kaufen oder ein Nintendo kaufen? Zwecks der Exklusivität der Spiele. Die neue scheiß Xbox soll 800 bis 1000 Dollar kosten. Das Ding, wenn ein Tausender kostet und sich irgendjemand nur eine Playstation oder sonst irgendwas kauft, dem ist nicht zu helfen. So run whatever software. Dem ist nicht zu helfen, wenn das Fake nur Leute machen daten. Das, was weiß ich, von 100 verkaufte Playstations, feiner vor mir 25, weil sie die Leute das Ding kaufen. Was Sony dann nämlich tut? Dann war's das mit den exklusiven Spielen auf der Playstation. Weil sie müssen die Dinger am ersten Tag am PC bringen. Oh mein Gott, man darf doch wohl noch Drama, oder? Man darf doch wohl noch träumen, dass GTA 6 ist sowieso, das ist übrigens verschoben worden auf nächstes Jahr im November. Das glaube ich auch erst, wenn ich sehe, wenn das im November kommt, dass das zeitgleich erscheint, weil's müssen. Where you want, and it works with all your favorite desktop and gaming accessories. Steam Machine is designed to work hand in hand with the Steam Controller, with a low latency. Selbstverständlich geht der Steam Controller da halt auch mit dazu. Du kannst, es ist kompatibel wahrscheinlich auch mit dem Steam Deck. Wireless connectivity of the. Was? Basti Hero schreibt,
Laut Google wird geschätzt, dass die Steam Machine 600 € kosten. Was? Ohne Scheiß. Wenn Valve mit diesem Ding, und das wirklich so leistungsfähig ist, wie es da gerade gekostet hat, ohne Bullshit, mit 600 € ums Eck kommt, dann muss die Xbox und PlayStation eingraben gehen. Das, I predict it. Aber das Ding muss funktionieren. Nicht so wie diese Versuche vorher mit der Steam Machine oder mit, das Teil habe ich übrigens auch, nicht Steam Machine, das ist so ein kleines Kastel, das kannst du am Fernseher stecken und dann streamt dein Rechner ein Spiel an Fernsehviere übers Netzwerk, aber das hat leider Verzögerung, wie scheiße, das hat nicht gescheit funktioniert. Das habe ich mal mit für 1 € war das aber gesetzt auf Steam selber, habe ich das gekauft und habe gedacht, das kommt doch niemals für 1 €. Kauft und ausprobiert, Steam Link heißt, Dankeschön, Herr Jables. Richtig, es hat nie gescheit funktioniert. Dann flippe ich aus. Also dann ist sogar eine Überlegung, ob man sich in Zukunft so einen Kasten da kauft, anstatt einen fetten PC. Leck mir am Arsch. Du kannst theoretisch auf dem Kasten ja auch Emulatoren installieren. Für Nintendo-Spiele oder sonst irgendwas. Ich gebe jetzt da natürlich keine Anleitung dafür, wenn man neue Spiele auf einem Emulator spielt, tue ich auch nicht. Aber es würde theoretisch gehen, wenn das Teil funktioniert wie ein PC. 5 € hat es gekostet, bei Einführung habe ich auch und funktioniert spitze. Bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Ich sage, das sehr eine asoziale Verzögerung. Ich habe es allerdings auch das letzte Mal ausprobiert mit Dark Souls 3, 2015. Gibt Anleitungen in Discord, Brudi. Ich würde gerade sagen, die Anleitungen, die müsst ihr euch selber aussuchen. Steam Controller Puck built right in, and it's great for streaming your games to your phone, tablet, laptop, Steam Deck, or Steam Frame. Und jetzt pass auf. Yep. This is Steam Frame. Sie versuchen es wirklich nochmal. Und das Ding, wenn so funktioniert, wird Index. Steam Frame is Valve's ohne next Schnur. generation VR hardware. Stream all your Steam games. Ohne Schnur. Da ist keine Schnur dran. Das ist einer der Hauptgründe, das ganze Brimborium, das ich da herin aufbauen habe müssen. Mit den Sensoren-Dinger hinten und vorn, mit dem Kabel von der Deck und die ganze Scheiße. Ich weiß, dass das andere nicht, Oculus und so weiter machen das schon länger. Ja, aber here we go. VR and non-VR alike in this comfortable, lightweight, wireless VR headset. Steam Frame uses camera-based tracking, so getting into your games is as easy as slipping on the headset and waking it up. Steam Frame controllers, included with... Das ist übrigens auch, ich weiß nicht, ob ich es damals auch schon so gesehen habe oder nicht, wenn sie das noch weiterentwickelt, dass die Dinger leichter werden, dass du es einfach aufsetzt und fertig, kein Kabelbums, kein irgendwas, keine Ahnung, einfach drauf und das funktioniert richtig gut, dann könnte das mit VR auch funktionieren. Und sie probieren es wirklich nochmal, das ist echt interessant. With the headset are designed with all the inputs you need for your VR titles, like motion controls and capacitive tracking for all your fingers, as well as a split. Und hat wieder die Motion Control und das Tracking von alle deine Finger, wenn du zugreifst und so weiter und so. Es ist absolut insane. Gamepad layout to work with your whole Steam library. They even feature the same magnetic thumbsticks as Steam Controller for responsiveness and longevity. Steam Frame also pairs seamlessly with the new Steam Controller. Und das ist halt auch geil. Du kannst da nicht VR, also gut, das kann man mit den normalen VR-Brühen auch, mit der entsprechenden Software, aber das wird da wahrscheinlich direkt integriert sein. Du kannst nicht VR-Spiele mit der Brühen spielen, indem dass da das Ding einen riesen fetten Monitor vor die Fresse projiziert und du schaust drauf, als hättest du vor einer Kinoleinwand sitzen. Ist vielleicht schon eine ganz geile Idee. A great companion for playing non-VR games in the headset. To make sure streaming is smooth and stable no matter what, Steam Frame includes a wireless adapter. Und das wird einfach mit einem USB-Stick angesteckt, das Ding, und fertig. Ich hab da ja 38 Löcher in die Wand eingebaut und Kabel verlegt für diese andere Scheiße. Lets you stream your games from your PC to your headset over a fast and dedicated Wi-Fi 6 connection. And the game is streamed to your frame optimized for VR, using new technology that allows for the highest resolution streaming exactly where your eyes are looking. Und wenn dieses Streaming ist ja hauptsächlich softwarebasiert, ja, und diese Algorithmen werden ja auch immer besser und immer besser und immer besser, also kann ich mir auch vorstellen, dass die Hardware gleich bleiben kann ein paar Jahre lang und die projizierten Battle halt immer besser werden, trotzdem immer besser werden. Steam Frame is a PC, running Steam OS. In addition to streaming, you can install and play a bunch of VR and non-VR games right in the headset without a host PC. You can also expand your onboard storage to fit even more games with a micro SD card. Geil!
Steam Controller, Steam Machine, and Steam Frame. All built with the same DNA as Steam Deck, all powered by Steam, work together, and can be used however you'd like with whatever peripherals and accessories you choose. Everything you see here is the culmination of what we've learned from our previous hardware experience and what we've wanted ourselves as gamers. Powerful PC gaming in an open ecosystem, giving you more ways to enjoy the games you love and discover new ones. Steam Controller, Steam Machine, and Steam Frame are all shipping in early 2026. Anfang 2026 schon, also gehe ich mir schwer davon aus, im ersten Quartal, irgendwann zwischen Januar und März, ich gehe mir schwer davon März eher aus, das ist narrisch. Das ist für, ich weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen überhyped bin, ich werd mir nichts davon kaufen, weil ich es nicht brauche, ich habe einen riesen drüben PC da. Aber das ist für eine riesengroße Kampfansage in alle Konsolenrichtungen. Ich weiß nicht, ob das gerade alle so realisieren, was da gerade passiert ist. Das ist schon narrisch. Aber irgendwie ein geiles, schlichtes Design, wie du immer sagst, der fette große Kasten. Ja, das ist ein kleiner, netter Würfel, fertig, mehr braucht keiner. Schau dir mal PlayStation 5 an, seien wir uns ehrlich, die schaut aus wie so super Sci-Fi-Designs aus den 2000er. Finde ich fürchterlich, um ehrlich zu sein. Und das, was der Gürkel sagt, das denke mir, ja, ich mag mich jetzt da natürlich nicht überhypen lassen, aber es ist eine krasse Ansage und in der Regel kann man sich darauf verlassen, dass Steam abliefert. Warten, bis es rauskommt und was die Leute sagen. Das ist vielleicht schon narrisch. Es kam aus dem Nichts, das Ding. Dabei habe ich aber schreiben noch was, du kannst die OS des Steam Machine auch auf deinen eigenen PC als Dual Boot installieren. Steam Machine, CPU, AMD Zen 4, sagt man nichts, wie stark das Ding ist, 16 GB DDR5 RAM und bis 2 TB SSD. Und das ist halt das Schöne an dieser Firma, ich kann mir halt auch vorstellen, dass du da halt auch andere Module einbauen kannst. Ja, dass du das Ding halt upgraden kannst und Ersatzteile kaufen kannst und so weiter. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Philosophie hinter der ganzen Firma. Könnte ich mir vorstellen. Für das werden sie auch gefeiert. Ist halt Valve, oder? Ja, ist halt Valve. Richtig. Ich sage immer Steam, eigentlich meine Valve, die Firma. Ein schwarzer Cubus fährt dem mehr Dishing, weiß ich nicht, braucht der PC nicht. Richtig. Bei mir ist auch ein fetter schwarzer Kasten, ohne RGB, ohne LEDs, ohne alles. Das war das erste, wie ich vor 2 Monaten nochmal formatiert habe, wie alles kaputt gegangen ist. Sofort wieder die Steuerung eingestellt, alle LEDs aus, verpiss dich. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Konkurrenz schaut nie. Konkurrenz hat noch nie geschaut und am Konsolenmarkt und Gamingmarkt bin ich sowieso fest davon überzeugt, gibt es sauber zu wenig. Sauber zu wenig, da finde ich sehr gut, dass eine Firma mit genügend Geld und offensichtlich genügend Langeweile wirklich nochmal angreift. Das ist, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Jables schreibt, mir gefällt die weitere Möglichkeit und Konkurrenz zu den Konsolen und den Herstellern zu zeigen, dass es auch anders geht. Ja, das ist genau, was ich meine. Und für sowas ist ja ein Herr Gaben, der Chef von Valve, gern mal bekannt, den zu zeigen. Weil dem das Geld wurscht ist. Also natürlich ist es ihm nicht wurscht, ist ja klar, aber dem ist jetzt wurscht, ob er 2 Millionen kriegt oder 10 Millionen. Das habe ich oft einmal so das Gefühl. Der GameCube. Der GameCube, ja, das stimmt. Vielleicht ist das ja die Zukunft, weil die PS10 und die Xbox XYZ wird es ja dann in 10 Jahren auch geben. Drum. Du, Microsoft schaut gerade gar nicht gut aus mit seiner Xbox. Das schaut gerade gar nicht gut aus mit der Xbox. Es gibt bald keinen Grund mehr, sich eine Xbox zu kaufen. Bevor ich die 800-900 Euro ausgebe für Xbox, kaufe ich mir lieber einen Rechner. Da kann ich mehr anfangen damit. Auf der scheiß Xbox kann ich gar nichts. Da kann ich Xbox-Spiele spielen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die kann ich aber am PC auch spielen und noch 100 Mal mehr. Und es gibt nichts Xbox-Exklusives, was nicht auch am PC kommt. Man, das soll ja auch eins werden. Und wenn Microsoft nicht wieder schlaft, und sie haben es eigentlich schon wieder verschlafen, dann kommt jemand wie Valve und macht's vor. Und bis Microsoft in die Gänge kommt und sich da irgendein Konzept überlegt, wie man das jetzt macht, komm hör mir auf. Mit der Xbox haben sie total eingeschissen jetzt. Ja, das ist richtig bitter, weil das betrifft mich als PC-Spieler natürlich auch. Die haben den Game Pass. Den Game Pass kannst du in den Arsch einschieben. Was du das nicht mitkriegst, was die neuen Spiele, Anno zum Beispiel. Anno. Vor 2 Monaten wäre Anno noch im Game Pass gewesen für 15 Euro.
15 Euro für den PC Game Pass. Jetzt nicht mehr. Jetzt brauchst du einen Ultimate Game Pass und der kostet knapp 30 Euro. Und da sage ich wieder, Mr. Game Pass, ficken Sie sich. Das war's dann. Dann kaufe ich mir das Spiel auf Steam und fertig. Und wenn es mir nämlich nicht gefällt, dann gebe ich es wieder zurück. Und das ist schon eine Schweinescheiße. Sag ich ganz ehrlich, kannst du deinen scheiß Game Pass kannst du in den Arsch einschieben. Den kannst du dir in den Arsch schieben. Sag ich, wie es ist. Die haben sie den Game Pass selber gewonnen. Ja, haben sie. Sie waren auch, finde ich, ein bisschen generell von Anfang an ein bisschen zu großzügig. Deswegen habe ich ihn auch immer so gefeiert, den Game Pass. Der Game Pass hat immer schon 12,99 Euro gekostet oder 11,99 Euro. Und du kriegst 300 Spiele und die nagelneuen Spiele von Bethesda, Activision etc. Sofort am ersten Tag. Sag ich, da bist du besoffen, das kann sich niemals rechnen. Da bin ich mit Sicherheit auf der Welt nicht der Einzige, der du mir schnell einen Game Pass her für 12 Euro. Ja, es gibt kein Spiel, das du nicht auf einen Monat durchspielen kannst. Und ein Multiplayer-Spiel, da wo ich voraussichtlich schon sehe, das Spiel länger, das kaufe ich mir halt dann. Und dann spiele ich das Spiel durch auf ein paar Tage oder probiere es aus, kündige meinen Game Pass und kriege die 12 Euro wieder zurück. Ich finde es natürlich, als Customer finde ich es natürlich geil, aber sie haben wahrscheinlich drauf gehofft, hey, ja, von 10 Leuten machen das vielleicht 2, der Rest bleibt hängen. Nö. Also, sie halten uns wirklich für komplett behindert, aber ja, sind wir halt nicht. Und was kostet das Ultimate? Also ist das übertrieben. Ich weiß, dass der normale so 12 Euro kostet. Nicht mehr eben. Der normale kostet jetzt 15 Euro. Und der Ultimate Game Pass kostet 28. Im Monat. Im Monat. Das sind 400 Euro im Jahr. Ich glaube, dass du ein bisschen einen Vogel hast. Also jetzt nicht persönlich du, mit dem ich jetzt da gerade mich unterhalten habe im Chat, sondern die Allgemeinheit von Microsoft hat vielleicht ein bisschen Vogel. Und deswegen sage ich, Finger weg vom Game Pass. Die einzige Sprache, die Großkonzerne verstehen, ist der Geldbeutel in der Hosen lassen. Und darum gehe ich auf Steam, da habe ich meine Steam-Bibliothek, die ist mittlerweile über 15 Jahre alt, da haben so viele Spiele drin, die ich sowieso in meinem Leben nie spielen kann. Und leg mir am Arsch mit dem Game Pass. Dann kaufe ich es mir wieder. Anno werde ich wahrscheinlich auch kaufen, anstatt den Game Pass zu machen. Sag ich, was ist? Ja, wundert's dich, wenn 9 von 10 die Mechanik ausnutzen, machen sie es halt teuer. Na, dann muss ich halt vorher schon 15 Euro draufschreiben. Dann hätte ich vielleicht 1,8 Milliarden Minus gemacht. Aber dass ich zuerst versucht, Leute anzufordern mit 12 Euro und dann stehe ich aufs Doppelte und mehr. Ja, muss ich mich dann wundern, dass die Leute sagen, ja, nö, tschüss. Deswegen habe ich den Core Game Pass, weil ich das nicht einsehe, den braucht man zum Online-Zocken. Fertig. Das ist ja das Allernächste, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe ja selber keine Xbox, brauche ich ja nicht. Du musst monatlich einen Beitrag zahlen, dass du auf der Xbox Multiplayer spielen kannst. Ja, haben sie den ins Hirn geschissen? Bist du Psuffer oder was? Gibt's hier zum Beispiel, gibt's auch, wird's nicht geben, da bin ich mir sicher. Ich muss am PC auch keine Online-Gebühr zahlen, dass ich online spende. Das ist eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Wundert mich, dass es nicht schon lange ist. Bei der PS5 auch, bei der PlayStation 3 hat nicht um, das ist die gleiche Scheiße. Vollkommen behindert. Deswegen kaufe ich seit Jahren keine PlayStation und keine Xbox mehr. Weil ich nicht einsehe, das Geld, was ich mir da spare auf die 3-4 Jahre, kaufe ich mir einen anständigen PC. Fertig. Das muss jetzt keine so eine ultra-Todesmaschine sein, wie man jeder alle 4-5 Jahre herstellen. Aber dass man halt zocken kann. Nimm mir halt 1500 Euro in die Hand. Vielleicht 2. Sag nicht zu viel, sonst kommt noch jemand. Wer soll denn kommen? Bin ja gespannt. Bei der PS3 war es noch kostenlos. Die habe ich noch gehabt, eine PS3. Absolut richtig. Da sage ich, wieso muss das auf einmal was kosten? Was soll die Scheiße, ihr geiler Wichser? Um nichts anderes geht's. Und am Game ist das halt einfach wurscht. So schade, Alter, damals Far Cry 2 mit meinem Papa gespielt auf der Xbox 360, die steht jetzt in der Vitrine. Hat damals der Xbox Online-Zeig schon was gekostet, weiß ich nicht mehr. Mein Kumpel hat ein Spiel, das wir zusammen spielen könnten. Er hat kein Online-Abo. Toll! Wunderbar, gut, dass wir uns alle Xbox gekauft haben. Also, naja, ganz ehrlich, das ist eine richtig krasse Kampfansage, wenn das Teil kann, was da verzeiht wird und das reibungslos läuft, leck mich am Sack, du. Leck mich am Sack, du. Starke Nummer. So, jetzt ist 10 nach 11. Drum, genau übrigens, deswegen an alle Konsolenspieler,
Ich kann es ja irgendwo verstehen, nicht jeder hat Bock 2000 Euro für einen Gaming-PC auszugeben, weil er in der Woche mal 2-3 Stunden spät. Das macht natürlich keinen Sinn. Da ich aber sehr viel spiele, auch off-Stream relativ viel spiele und natürlich, ich hätte niemals dieses Setup da stehen, wenn es diesen Stream nicht geben würde. Ja, den habe ich euch zum Verdanken. Sag ich, wie es ist. Seit 7 Jahren genieße ich hier ein Setup, das ich mir niemals leisten könnte, das ich mir niemals kaufen darf, weil es einfach 2 Geld kostet. Aber ich habe halt Dusel gerade. Ich sag schon, es ist. Ich hab Dusel gerade, dass es euch den ganzen Sauerverteuerung gibt. So, jetzt gehen wir ins Bett. Das ist 10 nach 11. Freunde der Sonne, jetzt gehen wir noch in die Rauhe, gehen wir ein bisschen und gehen ins Bett. So schaut's aus. Bei Ark noch aktiv? Ja. Nicht mehr ganz so neisch wie am Anfang, aber ja. Ich habe noch ein paar Quests zum Mal, die darf ich noch gerne fertig kriegen und dann mal schauen. Also zum Online-Spielen, meine ich, hat man schon immer zahlen müssen. Also ich kenn's nicht anders. Ich bin mir nicht, also auf der ersten Xbox hast du nichts zahlen müssen. Da bin ich mir fast sicher. Auf der 360 weiß ich nicht, die habe ich nicht lang besessen. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle, ich finde es eine Frechheit für online, dass ich überhaupt online spende auf auch noch ein extra Abo zum Zahlen. Kruzifix, für was kaufen die den Kasten für 800 Euro? Hat's nicht ganz dicht? Naja. Wann wirst du KCD weiterspielen nächste Woche? Weiß ich nicht, Montag, Mittwoch, wir werden sehen. Wir sehen uns übrigens am Freitag sowieso auch nochmal. Da spielen wir nochmal eine weitere gemütliche Runde. Auch noch, nicht nochmal, sondern eine weitere gemütliche Runde. Wir spielen auch noch. Ja, haben wir am Freitag auch ein bisschen mehr Zeit, da können wir mal bis um 11 oder bis um 12 Uhr durchzocken. Hätten wir jetzt auch da können, jetzt ist viel noch 11 Uhr. Kruzifix, ich muss ins Bett. Fix leben. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für die neuen Mitgliedschaften, welcome to the squad. Dankeschön für die ganzen Resubs, Dankeschön für die Donations. Küsschen auf das Nüsschen, Triple F auf die Nüsse der Mods. Ich weiß nicht, ob noch jemand da ist, der YBO ist mit Sicherheit noch da. Und an den Rest natürlich auch. Und jetzt da die sagen, schleichen wir uns ins Bett hinein. Ich habe noch gar nichts dazu gesagt, wie ich einen DLC bis jetzt finde. Sehr, sehr dialoglastig, finde ich ihn bis jetzt, was aber nicht schlecht ist. Aber wenn es die ganze Zeit 15 Stunden lang so dahin geht, dann wird's zack. Aber schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Haben wir ja nochmal. Ob wir am Montag oder am Mittwoch spielen, weiß ich noch nicht. Oder direkt nochmal am Freitag-Stream einhauen, was weiß ich, wir werden sehen. Schleichen Sie sich davon, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr mit Anno 117. Das war mir ein Fest. Hobby. Müssen wir einfach einmal umdrehen mal. So. Sehe ich jetzt da irgendwo durch den Schlitz? Durch, oder dass ich irgendwo hinklicken kann? Nein, natürlich nicht. Kruzifix. Scheiß Klumpo, sagt's. Schleicht euch davor, habe ich dir.